So, jetzt miauen wir mal noch erst umeinander, bis YouTube mal irgendwann hinten nachkommt, weil es müssen leider erst 24 Werbungen anschauen. Da gebe ich euch. Letztes Mal wollte ich schon einen Tipp geben zum Werbung schauen auf YouTube, gell? Vielleicht kommen wir heute mal dazu. Jetzt warten wir erst mal ein bisschen mich selber her. Ach, gute Hintergrundmusik. Der Soundtrack von Stray ist ebenso fucking on point. Das Spiel selber. So, bin ich da? Das ist wichtig. Hab ich! Ibens 1 Burger to the Monday. Letzte Woche vor der Sommerpause. Grütze fix, ich kann da überhaupt gar nicht sagen, wie dermaßen, dass ich mir auf die große Auszeit frei. Holy fucking shit, Alter. Fix lecken. Brudi, was geht? Hau die Ehre miteinander. Wir schauen mal aus, 20 Uhr. Wer ist das Landau? Wir hatten heute den ganzen Tag schon die Scheiß mitten im Moorwaschel, nicht bloß ich wahrscheinlich. Grütze in Allfeier. Holy shit, als erstes glaube ich gibt es erst einmal zum Sagen merci Leute für Samstag. Samstag war es, hätte ich fast gesagt Sonntag, weil ich gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Dankeschön an alle, die sich so ein Cap genehmigt haben. Sie sind schon wieder ausverkauft. Was soll ich sagen, Alter? Ich hab's ja gewusst, irgendwo, es hätte natürlich auch sein können, dass ein Haufen Trolle da eingetragen haben. Beim nächsten Mal machen wir das anders. Ich werde meine eigene Liste führen, wo ihr euch vorregistrieren könnt. Ihr kriegt dann eine Benachrichtigung von mir, wenn die Kappe wieder da sind. Wir bestellen mal welche noch, so schnell wie wir können. Es geht halt nicht schnell, die kommen dann im Oktober. Es ist halt so, die dauern nun mal 2 Monate, genau wie beim letzten Mal auch. Aber es sind immer noch genügend Leute bei euch dabei, die immer noch eins haben wollen. Von ganzem Herzen Dankeschön. Für die Leute, übrigens, schaut zu meinem YouTube-Chat, da ist eine Umfrage drin. Eine ganz simple fucking einfache, und zwar, wer von euch hat ein Cap gekriegt und wer möchte noch eins? Jetzt da einmal eine abstimmen. Und so wahrheitsgetreu, wie es vielleicht irgendwie geht, ja, ich habe eins gekriegt, da ist es mir wurscht, aber vor allem bei nein, ich habe keins gekriegt, aber ich hätte gern eines. Weil mir sehr viel weiterhelfen. Und dann lasse ich euch demnächst, oder nach der Sommerpause dann, lasse ich euch wissen, wo man sie bei mir eintragen kann, dass ihr eine E-Mail von mir kriegt, wann die Kappen da sind. Weil, ich sag's euch ganz ehrlich, Bavarian Caps hat da einen massiven Vorteil mir gegenüber, die schicken da zig Leute die E-Mail aussehen und geht so einer Server kaputt, das ist halt dann eher ein Problem. Aber bei mir geht er halt nicht kaputt. Und ja. Und jetzt muss man auch mal so ehrlich sein, mittlerweile haben sehr viele Leute so eine Kappe. Und wir nähern uns dem Ende. Da bin ich mir ziemlich sicher. Schauen wir mal. So, also. Dankeschön für die Abstimmung. Danke für jeden, der sich so ein Ding genehmigt. Ich habe euch versprochen, jeder, der uns haben will, kriegt auch eins. Dann machen wir das auch so. So. Hast die quasi bei der ersten Kabelproduktion mal sauber unterschätzt. Aber ganz massiv sauber, ja. Ich meine, haben wir damals schon ein paar Mal drüber geschmatzt. Ich kenne ja Zahlen, wenn ich sowas wie den Jahresmerch mache. Ja, wenn ich das da so. Da sehe ich, wie viel Stück das da verkauft wird von T-Shirts, Pullis oder sonst irgendwas. Und das ist so ganz. Das ist echt nicht wenig. Natürlich ist es nicht wenig. Aber ganz ehrlich, was mit der Kappe abgeht, ist einfach jenseits von fucking Gut und Böse. Das habe ich diesmal wieder unterschätzt. Und es waren echt nicht wenig. Ich werde nicht sagen, wie viel das sind, das geht auch keinem so, ist auch völlig wurscht, aber es waren echt nicht wenig. Für das, dass die die warten ja schon nach einer Stunde ausverkauft gewesen, wenn der scheiß Bavarian Cap Server nicht kaputt war. Und der war schon kaputt, da war das Kapi noch gar nicht online. Naja, dann kommen nicht nochmal welche. Ich hab gesagt, dann kommen nicht nochmal welche, und wenn die wieder weg sind, dann kommen wieder welche. Irgendwann hat ja jeder eins und dann haben sie endlich vielleicht einmal irgendwann dauerhaft im Bestand von Bavarian Caps, was der eigentliche Plan ist, und liegen bei einer im Geschäft drin und so weiter. Das soll es ja dauerhaft geben, das Ding. Also, naja. Und einen besen Österreicher habe ich bei mir, der war so schlau, der hat 2 Bestellungen mit 2 Stück abgegeben. Aber ich hab's da durchgelassen. Ja, beim nächsten Mal nimmer. Falls derjenige gerade zuschaut. So. Warum sind deine Arbeit immer noch nicht angemeldet? Steffi, ganz einfach, weil ich das ganze Wochenende nichts anderes da habe wie Backel verbackelt. Das ist die nächste tolle Nachricht, das ist eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Eine Backel sind alle fertig. Wer ist da, der eine Kappe bei mir gekauft hat? Ab in den Chat mit einem Blub. Eine Backel sind alle fertig. Eigentlich hätten die heute rausgehen sollen. Ich wollte so genauso schnell sein wie bei Bavarian Caps. So, du bestellst, am nächsten Tag sind sie raus, am übernächsten Tag hast du es. Was passiert?
Der Bayerische Rundfunk hat sich gedacht, hey, weißt du, heute ist Montag, heute war ein guter Tag, die scheiß Radeltour durch Landau zu machen, hey, sperrt einmal die ganze scheiß verfickte Stadt ab. Jetzt kann dieser verdammte DHL-Sepp deine Backel erst am Mittwoch in der Früh holen. Ja, super, hätte ich mir sparen können, die scheiß Stresserei bis gestern auf die Nacht. Aber gut, es ist soweit fertig, die Abholung ist getan. Ich schätze, eine Caps kämen Donnerstag oder Freitag. Ich weiß schon, bitte seid mir nicht böse, sie warten eigentlich heute schon ausgegangen, aber der DHL-Sepp wollte aber nicht. Geil für Sepp! Merci dir. Was sagt der Bürger, das Ende naht, fix Letten zum Glück mit Kappe? Miau! Mizi-Meister mit massiv mächtiger Monstermasse. MMMM, das sind viel. Merci dir. Herr Saller! Der Eselsbein. Herr Saller, warum hat man das wieder nicht gesehen? Weiß ich nicht. Ab in den Chat. Cap der ersten Generation. Schluss! Schluss! Donations sind halt echt. Nein, Donations sind halt eigentlich verboten. Löwenset, merci dir für deinen Euro, 5,5 Nase, merci für deinen Fünfer. Herr Saller, ab in den Chat, habe ich dir an Herr Saller, wer nicht mitmacht, dem schickt das Cap nicht raus. So. Tun Sie sich nicht hinunter. Löwensepp, habe der Bürger alles fit. Hashtag durchgespült wird's. Hashtag Abspann. Hashtag Müllbarpilz. Aber sowas von wird Stray halt durchgespielt. Das ist bloß noch schön. Paulina, Bürger, Bitches schon wieder. Dudelwoder, Frau Hecker und Frau Egger. Hashtag Bürger, Ecker, Bürger, Bitches. Topper auf die Tief. Mein Gott, hoffentlich singen wir uns nie nicht. Wenn die da draußen mitmachen können, kann ich auch mitmachen. Tobi, welcome to the squad. Merci für deine Mitgliedschaft. Bussi aufs Nussi. So ist Schluss jetzt, Leute. Ohne Scheiß. Es haben so viele Leute so eine scheiß Kappe gekauft. Es ist gut. Hebt euch das bis meinetwegen nach der Sommerpause auf. Da hat es wieder jeder vergessen. Das braucht es halt wirklich nicht. So. Wir schauen mal aus. Paulina, danke dir. Grüß mal die Hackerin, die glaube ich, das ist ein Bruder Haxen, ich weiß nicht mehr. Wird schon wieder. Da gibt es einen Topper auf die Tief und ist Ruhe. Florian, wer denn auch sonst? Oh, dein Name kommt mir bekannt vor. Habe ich Bürger auf die Sommerpause Jawohl. Und auf den Urlaub geh Freimi auf den nächsten Kappe war dann kommt er mir doch nicht bekannt vor. Flo, 10 ist zu viel Sportzeug, Geld bis Kappe wieder da sein. I'm predicting Mitte Oktober. Kommt noch mehr Schwungkappe und dann kriegt der letzte Rest auch noch eins. Das also kann nicht dann. Schmiedi? Schon wieder zu spät, I'm sorry. Was ist denn heute? Ach, heute ist Monatsanfang. Deswegen gibt es bloß zweistellige Beträge. Jetzt habe ich es verstanden. Show wieder Z spät. Z I'm spät! Sorry. Birger, du bist immer. Birger, sag ich. Du bist immer Z spät, Schmiedi. Schmiedi! So! Donations schauen uns mal aus. Ich hab das Gefühl, wir füllen heute mit Stray. Wie schaut's aus, der YBO da? YBO! Wie weit sind wir? Wie weit sind wir in-game? Ich weiß nicht. Ich wohne 150 Simon! Meter vom Volksfestplatz weg Oh. und schau lieber an Bürger als den Giesinger Hashtag alles richtig gemacht, Raute Das bei wollte mir ich auch. hören. Alles richtig gemacht, weil mir auch. Simon Wins, dann Thierry Grüße, Raben, Gruß aus Österreich, Grüße Richtung Volksfestplatz. Einschaltungszeichen. Schalt bloß Mute. Kauft also, ich hab mir für den Urlaub hab ich mir was gegönnt. 2 Dinge. Hinten mein Dacherbrünn ist gekommen, aber leider Gottes bloß ein Glasl mit Stärken, das andere schickt uns noch hinten nach. Hoffentlich kommt das noch, bis wir fortfliegen. Und was ich mir noch geleistet habe, und keine Werbung, ja. Es war doch Amazon Prime Day und, pass auf, ach, die haben jetzt da oben, die kriege ich nicht runter. Ich habe mir so Noise Cancelling Bose Kopfhörer gekauft. Die waren von 220 € auf 140 € runtergesetzt oder 145 €. Und Alter, haben die geil. Also ungelogen, die tust du ins Ohrwaschel rein und am Handy drehst du die Geräuschunterdrückung ganz auf und du kannst deiner Alten sprichwörtlich zuschauen, wie es ihr Maul hält. Also, die steht 2 Meter neben mir, die redet mit mir so ganz normal, la, und ich muss so und irgendwann wird es dann wieder lauter, das funktioniert, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ist mir auch völlig wurscht, aber es funktioniert wie die Hölle, Alter. Es funktioniert wie die, da freue ich mich. Sind das Earbuds? Ja, die Earbuds habe ich mir gegönnt. Ich habe jetzt kein Problem mit großen, wie nennt man die Dinger? Große Kopfhörer halt, wie die jetzt da, aber zum
für den Urlaub einfach die kannst du in die Hosentaschen einschicken. Was ganz geil, was ich voll geil finde, ist, du steckst das Case an, wo die drin sind. Ich denke mal, dass das bei den Earpods mit Apple, bei den Apple-Dingen genau das gleiche ist. Die steckst in das Case rein, dann kannst du es zuklappen und dann steckst du einen USB-Stecker halt rein, dann lädt das Case auf und das Case lädt die Buds auf und wenn die haben halt bloß 5-6 Stunden Laufdauer und wenn du unterwegs bist, dann steckst du es wieder in das Case ein, dann kannst du halt nicht laden, aber das Case lädt dann diese Buds wieder. Das ist schon ziemlich geil gemacht, da hat sie Bose schon was denkt dabei. Finde ich ganz gut. Also bis jetzt, ich habe es noch nicht voll ausgiebig getestet, aber bis jetzt bin ich sehr begeistert davon. Breselfetzen, Cap, check. Strain unter 2 Stunden, zugesagt, check. Montagsstream live dabei, check. Auf einem guten Stream ist der Breselfetzen, WB. Und dann würde ich sagen, wären wir heute locker fertig. Müssen wir ein paar Meter machen. So, wo hast du die gekauft, Birger? Herr Baumgartner, die habe ich bei Amazon gekauft. Da war Prime Day. Allerdings, ganz ehrlich, normalerweise kosten die Dinger 220 €. Die hätte ich mir niemals gekauft. Ja, also niemals. Florian! Herr Sandner! Welcome to the Squad. Bussi aufs Nussi. Ab in den Chat habe ich dir, Herr Sandner. Und jetzt machen wir Donation Sounds aus und fangen wir an, weil sonst wären wir nicht fertig. Wir mal fertig werden! So, Hashtag Metamoa. Ab in den Chat. Wo machen wir da weiter? Da machen wir das zu. Das machen wir einmal auf. Controller ist on point. Und jetzt meine ich wieder einen aufgezockt. Jetzt bin ich bin gespannt auf den Abspann. Wir haben ja schon lange keinen Abspann. Schluss jetzt damit! Schluss! Leute, danke. Oh Gott, ein Heidenblade habe ich übersehen. Merci dir. Wahrscheinlich Feierabend, Gruß aus Österreich. Aus Österreich und nicht aus Österarm. Heidenblade, merci für den Fünfer. Und den Rest ebenfalls merci. Ich glaube, ich habe keinen übersehen. Da hat der mir da Spiel starten weiter. Und dann schalten wir um. So schaut's aus. Da, wir haben natürlich immer noch im Katzenbaum. Ich weiß schon, ich wollte mir eine Schachtel teleportieren. Aber das ist jetzt einfach, ich hab das ganze Wochenende backelt. Und ich mag jetzt nicht mehr. Ganz einfach, das ist der letzte Gaming-Stream oder so. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie ich mich frei. So, wo haben wir letztes Mal stehen geblieben? Ja, in dieser Wohnung, das weiß ich noch grob, aber ich weiß nicht mehr genau, was wir da haben müssen. Sag ich dir, was ist. Keine Schachtel für Katze übrig geblieben. Leider nicht. Leider nicht. Da hat sich der plötzlich eingeguckt und hat es kaputt gemacht. Cryptex! Jetzt hast du leider keinen so schönen Sound mehr, aber ich sing dann vor. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psuffener. Der ist jetzt beim Psuffen-Squad. Oh, was ist da? Da ist irgendwas. Warum leicht man mir lila? Weiß ich nicht. Auf Tastatur. Erstmal auf Tastatur aufgeschissen, damit nichts passiert. Cryptex, merci für die Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Wir haben jetzt noch Sonntag-Ruhetag. Hallo hier, Franken-Squad. Grüße aus Franken. Deep 1000. Miau, miau. Nachhol-Squad. Mitmachen, Mitzi. Abspann hatten wir bei Subnautica erst. Gut, das stimmt, aber das zählt nicht. Da haben wir uns ein bisschen durchgelungen. So. Wo waren wir? Oh, da ist ein Teppich. Wo ist ein Teppich? Wo kann ich da in den Teppich eingrennen? Nirgends. Egal, wir müssen beim Meta machen. Teppich kratzen, das hilft uns nicht weiter. Jetzt bei sowas. Auf Hinweistafel schauen. Die schauen wir uns so. Clem? Keine Spur von Clementine. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detektiv spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Für B12 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch 4 Symbole. Ah, okay. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal. 4 Symbole. Ah, haben wir das nicht letztes Mal schon gehört? Ich erinnere mich irgendwie grob. Wir haben ein Bisasam. wir haben ein Bisasam auf dem Nachkastel. Wir haben einen esoterischen Kristall. Dann haben wir ein Bong auf dem UFO. Und einen Analdildo mit Blitzen. Detektiv Sherlock Beats. Okay, suchen wir erstmal das Bisasam auf dem Nachkastel. Schauen wir mal, ob da... Ah, da haben wir die Lavalampe. Inspizieren. Computer inspizieren. Hast du etwas gefunden? Also wir müssen mit Clementine finden. Ich sehe nichts. Bist du sicher? Ja, wie? Springen wir auf wieder? Hau mal das auch wieder. Komm mal. Nee, das sind nur normale Möbel. Das ist doch gelungen. Da ist doch die komische Lavalampe. Du jetzt was damit. Hier gibt es nichts. Das ist... Ich verstehe es nicht. Die hat keine Blitze. Gut, das stimmt. Das ist so gesehen, ist das korrekt, ja. So, da schaut es nach Bisasam aus. Da ist doch was. Was haben wir da?
Meine Sensoren können nur harmlose Chemikalien in gasförmigem Zustand erkennen. Sie können das beruhigende Gefühl, an das ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Genau wie ich können Gefährten gar nicht riechen. Also frage ich mich, warum sie das tun. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt. Sie lautet, ich bin bei... Achtung, Merker. Ich bin bei... Strich, Komma, Strich, Strich, Strich. Okay. Dort lädt er auf. Hab ich schon gesehen. Jetzt lädt er auf. Da kommen wir nicht auf. Was haben wir da? Ein Hodern. Was kann ich in dem Hodern tun? Ja! Ja! Aha! Aha! Und jetzt kann ich da aufspringen, möchtest du sagen? Bringt mir das was? Ja, tatsächlich! Absolutes Pro-Gaming, Kinder! Schau dir das an! Schau dir das an! Wo ist das Bisasam? Ah, da ist der Kristall! Haben wir ihn schon. Dieser Edelstein von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit ist von... Oh. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht dient er uns als ein Signal, damit wir etwas Hilfreiches finden. Bingo! Da ist eine Nachricht. Sie lautet, ich bin bei Blazer. Ist das nicht was zum Mutzen? Waren die Damen, die wissen sowas. Was ist ein Blazer? Das ist irgendwas zum Mutzen, ich weiß genau. So, da ist wieder so eine Lavalampe, aber die sagt uns nichts. Was haben wir da? Da können wir uns bloß hinsitzen. Das tun wir jetzt nicht. Das ist Zeitverschwendung. Müssen wir Meter machen. Meter machen! Oh, ich springe mit sie. So ist brav. So, dann schauen wir da mal noch raus. Bisasam wo? Auf da. Was haben wir da? Haben wir da irgendeine Graffe da? Ah! Was habe ich jetzt wieder da? Das wird die Schüssel kaputt gemacht. Was haben wir da? Hast du etwas gefunden? Ich sehe nichts. Bist du sicher? Naja, schaut ja nach Kloschüssel aus. Aha! Was für ein merkwürdiges Ding in einer Wohnung zu haben. So sehen die Gefährten hier die Menschen. Ist irgendwie komisch. Schau, hier wurde etwas hinterlassen. Hä? Was war denn das gewesen? Ach, der komische Verkehrszipfel da. Darauf steht, kommt in den. Ich bin bei Blazer, kommt in den. Was ist denn jetzt? Fallen wir gleich wieder durch den Wind. So, Bisasam. Da muss doch auch noch irgendwas sein. Das war komisch, wenn nicht. Auf den Kühlschrank. Nicht auf den Kühlschrank. Da haben wir was. Gießkann. Aber Gießkann war nicht dabei. Hast du was gefunden? Sehen ist, bist du sicher? Nein, da ist nichts. Und wenn es wirklich ist, dann müssen wir noch mal schauen. Kristallhammer? Was ist denn das linke Ding da eigentlich? Das ist Bisasam auf dem Nachkastel. Das ist kein Bisasam auf dem Nachkastel. Das Verkehrshütchen haben wir. Ein Kristall haben wir. Irgendwelche Blärme. Also irgendein sechseckiges Ding mit Blärme drauf. Mal nochmal da aussehen. Oh, der Computer da, der war zu einfach. Und zu direkt. Ah! Das ist tatsächlich diese Duftlampe. Wölfchen hat recht. Jetzt ist die Frage. Jetzt brauchen wir noch diese komische Lavalampen oder was auch immer. Das ist mit dem Blitz drauf. Aber wo? Gehen wir mal noch mal auf. Ich hab das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Das Ding schaut doch so aus als. Aber das ist es nicht. Lavalampe wo? Lavalampe wo? Mizi, runterspringen. Das Ding? Nein. Oh. Nein. Mit Wasser? Oh. Nein. Inspizieren. Ich glaube, brauchen wir nichts inspizieren, das ist es nicht. Da oben ist eine Lavalampe mit dem Herz, ne? Erstmal das oben pfeffern. Vorher fangen wir nicht an. Wie kommt man da rauf? Aber da haben ja Herzal drauf. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich woanders war. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie lautet: Nachtclub. Ab in den Nachtclub, Kinder. Ab zum Blazer. Ich bin bei Blazer. Kommt in den Nachtclub. Okay. Das ist es. Gut gemacht, Leutnant Katz. Leutnant Katz. Jetzt lass sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Okay. Oh shit, ja, da waren ja diese komischen Idioten da. Okay, ab in den Nachtclub. Oh Gott, warum ist denn die...
Müssen wir wohl oder übel einen Tippcounter enthält sein. Hilft nicht, das habe ich nicht können sehen, dass die gleich so. Also die waren. Also leg mir am Arsch, war die jetzt gleich. Die war schon gescheit kantig jetzt, die komische Drohne, gell? Arme Miezi. Arme Miez. Press F for. Press Kreis for Miau. Müssen wir jetzt die Scheiße da nochmal so, bitte nicht. Bitte nicht. Haben wir das jetzt schon oder müssen wir das nochmal machen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nochmal umdrehen. Ja, der bleibt da ewig stehen. Da kann ich ja 5-mal rundum laufen. Sollen wir es doch nochmal probieren, oder was? Also war klar, wenn ich jetzt loslaufe, dass sie sich dann umdreht. Voll verarscht! Haha! Komm ich da oben? Ah. Drohnensepp, dreh dich um jetzt! Umdrehen. Spring beim Glan da oben. Ich weiß nicht, ob man da oben springen kann. Wenn jetzt die Drohne. Da kommt man nirgends oben. Mein Problem ist eher, dass sich die scheiß Drohne da nicht umdreht. Man muss da irgendwie oben kommen, oder? Ach, da kann ich das Glan da crossen, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Mal leise sein, nicht, dass die nur auf Ton reagiert. Das war natürlich nichts. Schauen wir. Okay. Haben wir da. Oh shit. Böse Drohne. War wieder mehr Dusel als Verstand. Oh shit. Miau. 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 Miau, 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 miau. Verpisst euch! Geiler Cat Drift. Fast and the Furious Cat Drift. This was a close one. Ja, verpisst euch jetzt. Ja, wie viel kommen da jetzt alle einmal und schauen nach? Pass auf, Schrödingers Katze. Sitzt drin, Jay. Scheiße, hätte ich jetzt nicht. Hab ich. Verdammt! Das war die Schachtel! Komische Drohnenviecher, das war die Schachtel. Jetzt verpisst euch! Verpisst euch! Und da wieder, Herr Stahlbauer, auf der Heide blüht ein kleines Blümlein. Der wird zum Standard jetzt, gell? Dominik, merci dir! So, jetzt pass auf, jetzt springen wir wieder aus. Dann, du weißt, mit oben so. Und dann ist die Frage, wie und wo wir da oben kommen. Ja, springen um aufs Gander. Ja, schön. Haben wir schon. So, Abflug jetzt! Mit die Lauf! So, ab in den Nachtclub. Wo wird da abgedanzt? Folge der Musik. Ich möchte übrigens, und jedes Mal wieder, auch beim dritten Mal, ich möchte anmerken, dass diese Cyberpunk-Welt sich besser, belebter, detaillierter und schöner und realer anfühlt als die in Cyberpunk. Na, da geht's mir glaube ich nicht drin. So, Miezi, wo ist der Nachtclub? Finde den Nachtclub. Musik. Ist der Nachtclub im Keller? Ich glaub's nicht. Wo ist der Nachtclub? Ich hab keine Ahnung. Das schaut doch nach Nachtclub aus, da. Türsteher, Alter! Das ist nichts für dich. Weg mit dir! Halt doch dein Maul! Gegenstand. Was haben wir da? Batterie. Nimmst du mal die Batterie? Eine Bestechung? Ich lasse mich nicht bestechen. Ich lege Wert auf meine Arbeit. Was ist das überhaupt?
Okay, dann müssen wir uns irgendwie einlegen. Gucken wir uns mal bei denen da. Erst mal anschmeichen, das funktioniert immer. Ich hasse diesen Club, er ist voller Angeber, aber wenigstens gibt es dort keine Wächter. Okay. Was ist mit dir? Geile Jogginghosen, oder? Achtung, Groove Levels bei 2%. Bitte sofort einen Tanzplatz suchen. Miau, 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 miau. Yeah. Moves on point. Ich glaube nicht, dass der Türsteher uns reinlassen wird. Hey Leute, ich glaube, wir müssen wieder hinten rumklettern. Aha! Hinten rum. Wo muss ich denn da hinten rum? Lass mich mal hinten rumgehen. War nicht das erste Mal. Oh, was haben wir da gefunden wieder mal? Erstmal in den Teppich rein. So, schaut mich. Jetzt warte mal. Was kannst du so? Probieren wir es mal vielleicht. Hallo, ich habe nichts in deiner Größe. Tut mir leid. Okay. Dann halt nicht. Brudi, dann halt nicht. Aber wo geht's jetzt? Dann müssen wir anders runter. Irgendwie müssen wir da runter. Mietz. Ja, da schaut doch gut aus. Da schaut's doch gut aus. Und irgendwo wird da schon irgendein... Da oben ist ein Fenster auf. Ha, ist das ein Fenster auf? Kommen wir auf die Mülltonne auf. Oh, wir haben auf die Mülltonne auf. Ja, lasst mich nicht auf die Mülltonne auf. Nein. Da oben ist doch ein Fenster auf über dem Ding. Ja, schauen wir mal. Da müssen wir ganz hinten drin. Ganz hinten um mich. Rein in den Club. Was ist da schon wieder? Komischer. Wo schaut denn der hin? Aha. Was ist da los? Ich arbeite hart, um die Straßen sauber zu halten, nur damit alles andere wieder zu. Aber so funktioniert die Welt nun mal. Okay. Was soll das? Oh, Katzel! Fix, lädt ein falsches Konto, habe Termits! Hashtag Cap. Merci dir, Bussi aufs Nussi. Schluss jetzt. Der VLC-Player mit dem Besen. Irgendwie muss man doch da reinkommen, das gibt's ja nicht. Sind wir noch weiter hinten rum, oder? Schauen wir mal. Das ist wieder die... Nein, das ist der Barber. Oh! Aber vom Barber, glaube ich, kommt man nicht. Vom Barber aus kommt man nicht rein. Wieder zurück aus. Wie kommt man jetzt da weg? Oder vielleicht geht's unter, ich weiß nicht. Das ist auch sehr auffällig da. Tachchen, Partner, warum kommst du nicht hier rüber, damit ich dich in den Augenschein nehmen kann? Ja, aber wie? Da, über die Mülltonne natürlich. Auf weh, Miezi, komm, hopp, hopp. Miau. 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 Was ist jetzt da? Hey, Sie! Hey, wie bist du hierher hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Hier, spring rein, hol dir was zu trinken. Alles klar? Und schon sind wir drin. In the club. Das mit, oh. Ja, das mit der Flasche, das war schon so, das war ich nicht. Erstmal die vollen Randale. Because I can. So, bei Blazer im Nachtclub. So, wo ist denn der Blazer? Who the fuck is Blazer? Erstmal auf die Bühne. Ab auf die Bühne, erstmal sauber abdancen. Was haben wir da? Machen wir Kaffee kaputt. Da. Sektglasel, Adios. Boah, scratchen. Wieso kann ich denn irgendwann... Hey Leute, DJ Metzi hier. Dann wollen wir mal die Party steigen lassen. Als erstes dieser Wunsch von unserem sehr fragwürdigen Freund Blazer. Jetzt mal alle Hände hoch. Ich mag jetzt scratchen. Ich will, dass die Tanzfläche zerfetzt. Das hilft mir nicht weiter. Das hilft mir nicht weiter. Wo ist der Blazer? Hey, Mr. Blazer. Where the fuck are you? Bist du der Blazer? Du bist nicht der Blazer. Mit Alex sprechen. Nö. How about no?
erstmal ein Barkeeper. Oh, was haben wir da? Seltsames Getränk nehmen. Okay. Alles abpfeffern. Just cat things. Oh, was haben wir jetzt? Was zur Hölle? Da haben wir eine Erinnerung vom kleinen Roboter. Als ich noch ein Mensch war, feierten meine Freundin und ich bis tief in die Nacht, auch wenn wir am nächsten Morgen die lästigen Konsequenzen zu tragen hatten. Es fühlte sich gut an, Freunde zu haben, trotz der unbewohnbaren Außenwelt. Und der immer erbärmlicher werdenden Lebensbedingungen hier unten und der kapitalistischen Gier von Unternehmen wie der Neko Corp. Und des Polizeistaates, den die Wächter aufgebaut haben. Jetzt weiß ich wieder, warum wir das getan haben. Aha! Erst mal auf, wir springen euch so pfeffern. So, tschüss dann. Oben mit dem Schund. Oben mit dem Schund, habe ich gesagt. Miau, miau, miau. So, was genau haben wir jetzt da unten eigentlich gefunden? Da muss man wahrscheinlich wieder irgendwelche Sachen suchen für irgendwen, aber da schaut es verdächtig aus, als kann man springen, ne? Schaut es mir jetzt nicht so, als kann man irgendwas da, sondern müsste man nachher vielleicht irgendwie oben. Der Blazer ist da auf alle Fälle nicht. Erst mal aufgefahren und mounten. Ich weiß nicht so ganz, wo der Blazer ist. Oh. Oh. I see what you did there. Hey, Mr. DJ! Hey, Mr. DJ, do me a favor! Auf mit dem Schund! So, jetzt ist mir schlecht. Miau, miau, miau. Alles klar, Spui. Ist recht. Ist recht. Wo ist jetzt der Blazer? Wo, Nachtclub Blazer, wo? Was ist denn das? Was ist mit ihm? Das ist der Anna, die Brei nicht. Hau ab, deine Tanzschritte interessieren mich nicht. Wo ist denn der Blazer wieder? Das Game, Alter. DJ Mizi in der Haus! Squeaky, squeaky. Ich komm nicht weiter. Jetzt bin ich im Nachtclub, aber ich weiß nicht, wer der Blazer ist. Wir hatten der Blazer gleich wieder ausgeschaut. Ach, der mit der komischen Bomberjacken, oder? Nein, das ist der Cooler. Hat der nicht so eine komische Jacken noch gehabt? Was mit dem? Das ist der Fripp. Ich brauche einen Blazer. Ist das der Blazer? Hallo Blazer. Vielleicht hat er einen Blazer. Mit dem Barkeeper schmerzen, vielleicht weiß der was. Hey, Gas, der Zugang zum VIP-Balkon ist geschlossen. Dort findet eine Privatveranstaltung statt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Aha! Das heißt, wir müssen mal aufhören. Na, schau her, jetzt mal der Barkeeper weiß nicht mehr alles. So, wir kommen jetzt da auf. 1. Lass dich doch ein Miese nicht davor abhalten. Sind sie besoffen oder was? Vielleicht aber auch schon. Da irgendwo auf? Auch nicht. Was hat er mit dem Hebel zum VIP? Hä?
hat der jetzt mit dem Hebi? Mit dem Hebi doch gar nichts, oder? Ich hatte mehrere Beschwerden, also nein, wir können die Holotänzer nicht deaktivieren, weil irgendein Idiot es lustig fand, den Hebelgriff zu klauen. Ah. Ich mag nicht. Okay, dann heißt das für mich, der scheiß Hebelgriff, der ist da unten irgendwo. Nochmal oben. Ihr schreibt was anderes, dann gehen wir wieder auf. Miau! Miau, 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 miau! Außerdem haben wir einen Drink gefunden, den irgendjemand haben will. Der da? Einmal links, einmal rechts, dam, 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 dam. Das ist der Segma-Dance. Alles klar, mein Freund. So, mit dem ich gerade geschmatzt habe. Mit wem habe ich ihn gerade geschmatzt? Das ist der absolut geilste Dance übrigens von ihm da, den ich jemals gesehen habe. Gib das Getränk, das du aufgesammelt hast, dem einen Typen. Ah ja. Den meinst. Versteh schon. Ach da, jetzt haben wir beieinander. Er hat den Hebel in der Hand, tatsächlich. Dieser Club ist scheiße, überhaupt nicht. Als ich versucht habe, in den blöden VIP-Raum zu gehen, haben sie mich rausgeschmissen. Mich, kannst du das glauben? Also ich habe diesen Hebel geklaut, nur so zum Spaß. Wenn du mir einen Drink besorgst, gebe ich dir diesen blöden Hebel. Ich brauche ihn nicht und ich will auch nicht damit erwischt werden. Okay. Dann kriegst du meinen Drink. Okay, danke, mein Freund. Bitte sehr, wie besprochen. So, und jetzt gehen wir zum Barkeeper. Und dann lass es dir aufhören. Hallo nochmal, werter Herr Gast. Ich hatte mir Beschwerden, bla 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 überspringen. Hebel to your face. Du hast ihn gefunden, dann bring ihn bitte dahin, wo er hingehört. Ja, wo kehrt er hin? Wahrscheinlich halt. Wo kehrt der jetzt hier? Was weiß ich nicht, wo der Scheiße? Ich bin ein Katz. Hallo? Wo kehrt der hin? Hinter die DJs. Warum soll er denn hinter die DJs der Hebe zum VIP sein? Das verstehe ich nicht. Doch, da tatsächlich. Es wird nicht langweilig. Also mir. Oh, was ist denn mit der Muse? Was ist jetzt? Ach, und er. Was genau passiert da? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Jetzt machen wir das. Und das. Und dann. Ach, jetzt check ich's. Warte mal. Dann wahrscheinlich aufgefahren. Oder? Jetzt kommt der und schalt's wieder ein. Und dann kann man aufspringen. Ja, ich hab's schon verstanden. Ab, Kim. Das ist ja gar keine Anspielung an Daft Punk. Disco Meets. Miau, miau, miau. So, jetzt sind wir da. Und schon haben wir um. So, ich krieg jetzt dann gleich voll den Happy Leppi mit der Kacke da. Müssen wir noch weiter aufhören oder kann ich da bloß wieder irgendwas kaputt machen? Ah, da. Miau! Was genau passiert dann? Da fahren die Dinger oben. Ja, ich verstehe schon. Schauen wir mal, was da passiert. Probieren wir jetzt einfach einmal. Wir haben schon irgendwie umgekommen. Oh, was ist denn jetzt? Nein, Mr. Blaze, nicht abhauen! Nicht abhauen! Ja, aber es ist ein schönes Rätsel übrigens, muss ich mir kurz anmerken. In dieser Disco verbaut. So, Mister, wer bist jetzt du? Bist jetzt du immer der Blazer oder nicht? Nein, das ist der Raph. Leute, sich über sie beschweren, hau ab, interessiert mich nicht. Wo ist denn der Blazer hier? Der Blazer ist abgehauen. Hau nicht über ab, Blazer. Oh.
Nein. Was ist da? Oh oh. Blazer, 2 Fliegen mit einer Klappe. Du bist nicht so schlau, wie du aussiehst, kleine Katze. Wie auch immer, nichts gegen dich. Geschäft ist Geschäft. Oh, der Blazer ist, glaube ich, ein ziemlicher Huso. Clementine schwitzt schon. Geschäft ist Geld. Und Geld ist mir viel wichtiger als Freundschaft oder Kameradschaft. Du bist der Wichser! Hier habt ihr sie! Wer? Wer wen? Oh, no, na. Ah! Oh. Was bitte? Was ist denn jetzt wieder? Was ist das für Scheiß? Ah ja. Hab ich schon verstanden. Mizi, du schaffst das! Jawohl! Na, wo ist unser kleiner Roboterkumpel? Na, wir haben keinen Rucksack mehr! No! Rest in peace, Mr. Headphone User. Na, jetzt kommen wir wieder in so ein Arschlochgebiet, wo so Arschlöcher sind. Das Gefängnis. Ah ja, hab's glaube ich schon verstanden. Glaube ich. Müssen wir halt irgendwie da hä? Was ist da so? Ne? Einen optimalen Winkel. Wo müssen wir da oben oder was? Langsam jetzt. Ich schmeck schon wieder irgendwelche Wächterwichser. Na, was der denn da drin? Oh na! Finde ich nicht cool! Fauchi! Alter, das hat gerade alles gefegelt. Von 1000 Zuschauern kaufen sie 600 Stück jetzt neue Boxen und Headsets und machen einen Termin beim Ohrenarzt, damit nichts passiert. Und nur mal schauen, wo wir jetzt da hin müssen. Die komische Box schaut so seltsam gelb aus, irgendwas ist damit. Oder? Nein, nicht ganz, aber fast. Ja, Mizi. Mizi spring. Da oben. So, okay. Was treibt der? Bleibt der da stehen oder tut der was in seinem Leben? Nichts in seinem Leben, okay. Oh shit. That was a close one! That was a close one! Ah! That was a close one too! Sie fix, wenn man da nicht gescheit ausschauen kann. Ich weiß nicht, ich geh jetzt aber weiter da. Versteckt mich da hinten. Nein, da nicht. Gehen wir da auf. Schnell. Okay, pst. Kann man da kommen oder? Kann man. Ja, was tut's da? Könnte man da durch? Das wird wahrscheinlich nicht hinhauen, dann werden wir sterben. Ich probier's. Gut, das kann er nicht. Nein, das haut nicht hin. Ah, halt das, da bin ich.
Von da gegenüber bin ich gekommen, weil da diese komischen Platten... Ich bin komplett lost schon wieder. Komische Roboter-Depp da vorne ist immer noch wütend und schaut in das Eckchen drin. Das glaube ich, gehört aber nicht so, hä? Jetzt warte mal. Da steckt der Roboter mit dem Kopf im Dreck drin. Der komische Roboter hat sich irgendwie aufgehängt. Jetzt pass mal auf. So. So. Ja. Jetzt gehen wir mit einer, warten wir bis er weiterfährt und dann gehen wir da in die Richtung, wo er gerade schaut. Das macht überhaupt keinen Sinn. Springen wir mal da auf die Mülltonne auf. Das macht auch keinen Sinn, wenn du mich fragst, weil von da, glaube ich, sind wir gekommen. Oder? Hä? Okay, egal. Irgendwas haben wir auf alle Fälle gefunden. Hey. Oder? Oh ja, Schlüssel klauen. Kriegen wir Kriegen wir Ach, sie können ja nicht mit mir schmatzen, weil wir den kleinen Robo-Buddy nicht mehr haben. Oh mein, oh mein. Gehen wir mit da durch. Haben wir eine kleine Mieze. Sind wir ja eine kleine Mieze, da tu dich mal nicht hinunter. Oh nein, jetzt haben wir wieder da draußen, so komisch. Was haben wir da? Ja. Schlüssel klauen. Schlüssel wo? Nicht, jawohl. Übrigens, nettes Detail, wenn es den Schlüssel im Maul hat, kann man nicht mounten. Schnell, Miezi. Schnell, Miezi. Gib mir. Jawohl. Außer mit dir. Abbauen. Aber was der mal jetzt, wie möchtest du da vorbeikommen? Du bist ein Sauzfett. Und jetzt? Okay. Ja, mach kein Gaudi! Mach kein so Gaudi! Kannst du die Tiere aufmachen? Kannst du das? Was ist das? Tobi, mir hast du wieder Mitgliedschaft! Habe ich dir miteinander, habe ich dir Herr Bölkel, die hab ich übersehen! Da ist eine fette Katz! Merci dir! Und ein Maniac hab ich auch übersehen! Welcome to the Squad, danke dir! Da war ich schon am Mitsehen. Wir müssen wahrscheinlich leise sein, nehme ich an, oder? Hab das Gefühl, wir müssen leise sein. Und jetzt? Springen wir da oben, oder was? Was ist denn der Plan? Roboter, was ist der Plan? Müssen wir abhauen. Da geht's. Ja, okay. Achtung. Ich finde übrigens cool, dass man sogar während die Zwischensequenzen selber mounten kann. Was ist denn das? Robo-Buddy! Also, das bin übrigens immer ich, wenn ich da drauf drücke. Super gemacht, gefällt mir. Prinz Tommy! Servus Erdnuss, sag ich Airbus. Merci für den Mitgliedschaft. Ja, müssen wir befreien, habe ich gehört. Hab schon verstanden. Ein kleiner Robo-Buddy, den brauchen wir. Kann ich da oben springen? Ein Schachtelei. Nein, kann ich nicht. Müssen wir hinten neu. Machen wir auf jetzt da. Okay, die Animation vom Treppenstein vom Roboter ist jetzt nicht super krass on point, aber gut. Da kann man drüber hinwegsehen. So, was haben wir jetzt da? Nochmal Schleichi, Schleichi. Haben wir da irgendwas da? Nein, da brauchen wir einen Roboter dann dazu. Da kommen wir rein, okay. So, was genau muss ich jetzt eigentlich da? Ich weiß es nicht. Da in den komischen roten Laser einlaufen ist wahrscheinlich eine schlechte Idee. Ja. So, ich wieder nicht kurz nicht aufpasst, weil ich in den Chat eingeschaut habe. Irgendwas werde ich schon hin müssen, aber ich weiß halt nicht was. Schauen wir mal.
komischen Dinge da. Ah. Da ist eine Schachtel. Was soll ich mit der Schachtel? Wie heißt eigentlich deine Katze im Real Life? Ich hab 3 Katzen. Eine heißt Mizi, eine heißt Katzbrocken und eine heißt Plötze. Ich bin unschlüssig, was wir da jetzt da sollen. Das rote Kabel geht da hinten. Gehen wir nur mal da raus. Ach, das ist fort. Ach du Scheiße. Das habe ich vorher nicht gesehen, dass sie die Laser bewegen. Nicht lang zögern, einfach durchduschen. Durch Brunstbuschen, durchduschen. Und da dann? Was soll ich hier? Ah, wahrscheinlich das rote Kabel da irgendwie. Ah ja. Bzzz. Hat er sie ausgepiepst? Du Scheißhaus, Motherfucker! Metal Gear Cuts. War jetzt geil, während die... Oh shit. Oh shit. Okay, ja, geht schon. Oh. Ich verstecke mich unterm Schreibtisch. Little Robot Buddy! Mal schau hin. Wie er schon im Maul hat. Little Robot Buddy, this was a close one again. Close one again, aber es ist gut gegangen. Mehr Dusel als verstanden, aber das gelangt. Der kleine Robot Buddy ist wieder da. Mr. B12, are you okay? Please tell me. Ah, Cuteness Overload. Jetzt haben wir wieder einen lustigen Rucksack. Jawohl! Ich habe mich gefühlt, als ob ich wieder im Computersystem meines Labors gefangen wäre. Ganz allein. Aber du bist wegen mir zurückgekommen. Ich kann es einfach nicht glauben. Du bist ein guter Freund. Ich bin so froh, dass wir alle wieder zusammen sind. Aber noch sind wir nicht sicher. Wir müssen einen Weg herausfinden. Kannst du die Tür dort öffnen? Natürlich, wir haben den Hackerman. Los geht's. Robosepp. Hacking complete. Es ist einfach... Keine... Das ist halt das Schiene. Es ist schick gemacht, es schaut gut aus, das Gameplay ist cool. Es ist nicht super kompliziert, es ist aber auch nicht vollkommen behindert einfach. Es ist... Keine Ahnung. Masterpiece. Und es ist... Ja, da reden wir im Abspann dann drüber, wie man... Was ist jetzt da? Muss ich jetzt wieder einbrechen, oder was? Nein. Was ist jetzt? Ich check's nicht. Echt denn? Hallo? Muss jetzt so... Hauptsache, die Story geht weiter, wenn man Sachen oben wirft. Da, ich wirf da alle Ziegel wieder oben. Ja! Haus ein! Jetzt hopp! Hat keiner gehört. Schmeiß mich durch! Schnell! Schmeiß mich durch! Was? Ja, ich hab schon verstanden, Moa, die gute alte Räuberleiter. Die das ist einfach schön gemacht, da kannst du sagen, was du möchtest. Das ist mir wurscht, was du sagst. Das ist Space. Lockerst. Eine 9 von 10.
eines der besten Indie-Spiele, die ich jemals gespielt habe. Wer was anderes sagt, ist ein Ahnungsloser. Also, und das meine ich bitter ernst, ist ein absolut Ahnungsloser. Diese Wächter versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zellen zu locken und sie dort einzusperren? Oh, jetzt wird interessant. Das ist katztastisch. Das ist awesome. Oh, kann man sich da jetzt im Gras drin verstecken, oder? Also es macht zumindest so den Eindruck. Was, jetzt muss ich das in die Zellen da hinten, muss ich Leid, was? Ah, okay. Ja, verstehe schon. Okay, bye! Spackenautomat! Mieti 1, Spackenautomat 0! Miau. Was ist denn mit denen armen Teifen da eigentlich? Ich mag's gar nicht wissen, wir schleichen uns. We are meats. Kriegen wir schon durch nicht runter. Was ist jetzt der nächste Part? Ja, spielen wir jetzt da auf. Okay. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, 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 shit. Oh shit, 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 shit. Das habe ich mir gedacht. Haben jetzt da beide drin. Oh! This was a close shit, Alter. Aber es war schon klar, dass das. Oh, da ist eine Erinnerung. Achtung. Haben wir noch was gefunden? Haben wir noch was gefunden? Zero Depth. Dieser arme Kerl. Es scheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt. Hacking, genau das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Keine Gefühle mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Erinnerungen. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Natürlich nicht. Hallo, ich bin Pro Gamer Meets. Niemand erwischt uns. Vielleicht lasse ich mich kurz, wenn ich mir kurz nicht aufpasse, schnell schießen, aber das hat keiner gesehen. Factory Reset, ja. Hab schon gesehen, da muss ich durch. Ah, ich sehe überhaupt nichts. So, wo sind wir? Wenn jetzt gleich 3 gleichzeitig kommen, dann schieße ich mich halt frei weg, gell? So, wo müssen wir hin? Da müssen wir da erstmal aufmachen wahrscheinlich. Machst du mal auf. Mauzi 3, Thermomix 0. Diese Tür, sie ist der einzige Weg aus dem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum dort drüben aus öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Kriegen wir hier, schau mich an, ich bin Pro Gamer Meets. Was machst denn du? Da, kennst du die geilen Italiener Autos? Die Italiener fahren mit den Dingen übereinander. So, da schaut es doch gut aus, dass man da irgendwie um muss. Nicht? Ah, nehmen wir erstmal das mit. Was tust jetzt du? Kannst mich locker da umwerfen oder irgendwas Sinnvolles tun auf alle Fälle. Irgendwo mal anschleichen. Da schaut es auch gut aus, da schaut nicht gut aus. Was ist mit dir? Da das?
Chris, mir ist wieder eine 3,50. Bröstler, gönn der Seidler. Du, bei uns, da gönnen wir sogar 2 für 3,50. Merci dir. Stop it now mit Donations. Ich hau euch einen Knockout in den Arsch. Aber das Ding ist schon wieder so auffällig da, dass wahrscheinlich, ja, ich hab mir schon gedacht. Muss ich jetzt echt Auto fahren? Ah nein, ich hab einen Roboter gekratzt. Wir haben Glück, sie haben die Schlüssel an der Tür stecken lassen. Aber ich Zufall. Spring auf die Ladefläche des Lasters. Du solltest in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Kriegen wir hin. Da kriegen wir mich hin. Piep, piep, Motherfucker, piep, piep. Oh, jetzt hat es aber gerade noch bremst. Jetzt Mizi-Match geben. Jetzt Mizi-Match geben. Was ist da hinten? Da ist rot. Da gibt's nichts. Okay. Dann gibt's halt nichts. Ab jetzt in den Kontrollraum. Von wem werden man da jetzt wieder irgendwo hinprügelt? Passiert doch jetzt gleich wieder irgendwas. Es war zu einfach. Piep, piep, Motherfucker, miau, miau. Piep, miau, piep, miau, miau. Piep, miau, piep, miau, piep, miau, miau. Ja, das habe ich mir gedacht. Super, super Geschichte, yeah. Wow, toll. Wow, toll. Oh, super, ja, wir... Ah, nee. Oh Gott. Fahr mit der Gato. Nee, fahr mal an, hallo. Nee. Oh Gott, nein. Nimm mich mit. Ja, nimm mich mit, nein, nicht. Ah, spring. Oh, ich bin da. Gib Gas. Oh. Oh, jetzt wird's gefeit. Jawohl! Oh. Ah, was denn jetzt? Also, wir werden es auf keinen Fall alle schaffen, wenn uns die Wächter auf den Fersen sind. Ich kann sie für eine Weile ablenken, aber du musst gehen. Im Manifest der Außenwelt steht, wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Ich hab das geschrieben. Oh na. Du gehörst jetzt zu uns. Das heißt jetzt nicht, dass jeder die Außenwelt erreichen muss, aber einer von uns muss es tun. Der U-Bahn-Schlüssel. Geh jetzt. Ich behalte dich in meinem Erinnerungsspeicher, kleiner Außenweltler. Ach, das ist so traurig. Nein, ich muss jetzt nicht zuschauen. Fahr! Ich muss jetzt nicht zuschauen, wie es stirbt. Um Himmels Willen. So, wo gehen wir jetzt hin? Müssen wir in die U-Bahn rein, oder was? Eine in die U-Bahn. Meter machen. Es ist halt schon wieder eiskalt rein, gell? So, jetzt haben wir einen U-Bahn-Schlüssel. Ja, wegen dem sind wir ursprünglich irgendwann einmal gekommen. Das heißt, jetzt eine in die U-Bahn, Schlüssel eigentlich. Vielleicht kommt der Roboter, kann das vielleicht. Schauen wir mal. Haben wir da? Ich meine, was ist denn für ein Schlüssel? Schauen wir doch den Schlüssel vielleicht erst einmal. Oh, U-Bahn-Schlüssel. B12 zeigen. Dieser Schlüssel sieht aus, als könnte man damit die U-Bahn starten. Und eine Batterie haben wir auch noch nicht vergessen. Ja, aber da kann ich offensichtlich nichts starten. Ist vielleicht draußen irgend so ein Terminal-Ding oder was auch immer. Ah, da hinten der Kasten vielleicht. Schauen wir mal. Weil muss man da einen Schlüssel einpfeffern? Na, aufs U-Bahn-Gleis springen wir nicht, das geht nicht gut aus, das weiß ich. Vielleicht andere Seiten der U-Bahn, aber da haben wir eigentlich schon mal kurz geschaut, da ist nichts. Wo muss ich hin? Ah, das vielleicht. Na. Ich bin verwirrt. Dann müssen wir wohl oder übel doch da oben. Aber ich habe eigentlich gemeint, da haben wir her, also nicht jetzt gerade hergekommen, sondern vor, was weiß ich wann, ein paar Stunden hergekommen, aber laufen wir einfach mal, schauen wir, was passiert. Was haben wir da? Das macht natürlich Sinn. Batterie einstecken. Sounds good. Nico Corporation. Und jetzt werden wir oben irgendwo einen Schlüssel einstecken. Piep, piep, Motherfucker. Piep, 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 piep. Folge dem. Oh ja, stimmt, da ist ein Stromkabel. Das habe ich übersehen. Das habe ich übersehen.
Vorher hat es auch noch nicht geleicht. Jetzt gehen wir mal. Kann man da irgendwas tun? Nö, dann müssen wir direkt rein. Und springen wir da auf. Jawohl, ihr seid. U-Bahn benutzen! Beep, 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 Motherfucker! Das ist ein bisschen wie Resident Evil 2 am Schluss. Steigst da in die U-Bahn ein und dann ist es gar. Das ist jetzt noch nicht gar, oder? Das sehen wir noch nicht. Da müssen wir noch 3 Stunden Blättschmerzen machen. Das hilft sowieso nicht. Das ist. Nein, das ist nicht. Das ist nicht gut. Wer kennt sie nicht? Die 4000 Kilowatt Batterie. Kontrollraum. Haben wir noch nicht fertig. Kommt schon noch. Wie weit sind wir? Ich möchte bloß eine Prozentangabe. So, das ist schon, ist mir wurscht, wie weit dass wir sind, dann spielen wir das heute durch. Bis wir fertig sind, ist mir scheißegal. Aber mit der wird man relativ kurz vor Ende sein, glaube ich. Wenn wir letztes Mal schon bei, was hat der YB auch gesagt, bei 70, 75 Pro. Der Straßenkehrer-Roboter in Straßenkehrer-Orange! GG, Motherfucker! So, und Affe mit der U-Bahn. Da schaut es jetzt also komisch schön aus. Wo haben wir denn da? Wo haben wir da jetzt? Walled City 99. Okay. Der Malerroboter. Schauen wir mal, was er zum sagen. Ich bin gerade dabei, diesen Bereich zu streichen. Bitte sehr vorsichtig mit der noch frischen Farbe. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja, das verzeiht er dann schon. So, jetzt mir eine Tappen im Farb. Oh, ich bin in. Da haben sogar Tappen in der Farbe drin. Tappen in der Farbe drin. Da, nix haben wir mir vorsichtig mit der Farbe. Leck mir am Arsch. Miau, 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 miau. So, die Frage ist, wo wir hin müssen. City sealed. Einfach mal der Nase nach. Oh, was ist das? Oh. Nochmal. Mehr Cyberpunk-Feeling in einem Indie-Game mit einer scheiß Katze als in Cyberpunk selbst. Ihr habt Jahreszahl 2077. Hab ich wieder vergessen. So fucking unwichtig ist das Spiel. Die Frage ist, was wir jetzt tun müssen. Da schaut es mir nach Ausgang, oder was? Ist das noch? Oder schmerzt man mit dem da? Ah ja. Sei gegrüßt, Bewohner der Mauerstadt 99. Diese Tür, die an die Oberfläche führt, ist derzeit aufgrund der Eindämmungsmaßnahmen verschlossen. Bitte wende dich an einen zertifizierten Ingenieur im Kontrollraum, wenn du irgendwelche Anliegen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Kontrollraum. Where the fuck is the control room? I can't see any control. Ist dieser. Ah, der. Da steht's halt ganz groß, gell? Where is the control room? Can I go inside? No. Why not? Ah, da. Inspizieren. Bzz, 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 Hacking. Miau. Der Kontrollraum ist durch eine Art Sicherheitsprotokoll verschlossen. Es besagt, dass nur Menschen den Raum betreten dürfen. Es sagt weiter, dass ich nicht als Mensch gelte. Hey, das ist eine Beleidigung. Sicherheitsprotokoll! Vielleicht können wir diesen Durchgang öffnen, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, sicherlich. Aber was genau soll ich jetzt machen? Was da denn? Mr. Mash! Birger, war das in der U-Bahn zwischen die Level gerade gehabt? Mr. Mash, bei denen schlechten Witze. Da fällt mir das Tagesmeme von heute ein, Mimi bei mir auf dem Discord. Rest in Peace, Mimi Channel, 1.8.2022. So, da haben wir noch was. Oder kann ich nichts machen? Warum kann ich noch nichts machen? Irgendwie sollen wir zusammenarbeiten. Ich check aber gerade nicht so ganz warum. Da an der Türe ist noch so ein. Na. Da kann ich irgendwas tun. Aber wie und mit was? Das ist so. Ah ja. Was ist das Ding? Ah, das folgt mir. Ah ja, da ist ein Teil am Boden. Hab schon gefunden. Da fahren wir her. Fährt sich von selber schon so hin, wie es geht.
haben wir es schon. So. Und jetzt kann ich nichts tun. Dann brauchen wir noch irgendwas. Was brauchen wir noch? Schmerzen wir mal mit ihm. Hallo, die Stadt wurde zu seiner Sicherheit abgeriegelt. Bitte wende dich an den bla bla bla. Halt auf dein Maul. Halt auf dein Maul. Mitzi is searching for stuff. Schauen wir nochmal, irgendwo muss ja irgendwas, was außersticht, umeinander liegen. Das da ist eine Zeitung, die werden wir nicht brauchen. Da ist irgendwo, schauen wir da, liegt da irgendwo. Wieso ist da so ein komischer grauer Punkt? Kann ich da was tun oder was ist da damit? Nein. Da liegt eine Zeitung, nein. Kommt man an irgendwo rein. Was kann man denn da brauchen? Irgendwas zum Aufschrauben oder haben wir noch irgendwie Gegenstände? Nein, dann schauen wir mal oben. Also ich glaube nicht, dass weiter weg das Item weiter weg ist als die eine Etagen da. Na. Irgendwas. Oder muss ich überhaupt irgendwas noch tun, außer das Teil da hinfahren? Probieren wir es nochmal. Nicht, dass ich manchmal spackt die Erkennung da ein bisschen. Probieren wir es nochmal. Das habe ich jetzt einfach nicht verstanden. Warum das jetzt. Okay, hab schon verstanden, das muss schneller gehen. So, einig rein. Mietzi, da kriegst du einen Stromschlag und stirbst. Verstehe jetzt ehrlich gesagt nicht, warum jetzt auf einmal das Ding aufgeht, währenddessen der Kasten dort steht. Das macht keinen Sinn. Guck mal, der braucht noch was zum irgendwie aufmachen oder so. So, Mr. Control Room. Das ist der Kontrollraum für die gesamte Stadt. Von hier aus haben sie alles kontrolliert. Und er ist leer. Und haben wir da, Frau Legend, merci für den Zwickel. Serie, Bename bitte da, Mitzi for President. Merci für den Zwickel, Bussi auf Sussi. Schluss jetzt mit Donations. Gibt's einen auf den Knocker Nosch. Wir nähern uns dem Ende, gell. Ich weiß noch, wie sehr ich sie gehasst habe. Sie hatten alles, sauberen Lebensraum, grenzenlose Macht, Bewegungsfreiheit, aber es hat ihnen wenig genützt. Die Plage. Ich erinnere mich jetzt. Was kommt denn jetzt? Alle starben und sie dachten, sie stünden über allem. Sie taten nichts, um uns zu helfen. Ich sah zu, wie meine Familie starb. Ich fühlte mich hilflos. Ich konnte nichts tun, um sie zu retten. Aber dir kann ich immer noch helfen. Wir können immer noch nach draußen gehen, gemeinsam. Ich werde die Erinnerungen an die Menschheit und die Menschen, die ich geliebt habe, in mir tragen. Plot Twist, er war einer von denen, die sie so aufgeführt haben. Oha, jetzt sind wir aber weit fertig. Da hinten blinkt was. Da hinten blinkt was. Da gibt es irgendwas zum Tor, ich weiß genau. Ah ja, sag schon. Beep, beep, Motherfucker. Control Room. Das ist der Hauptcomputer. Das ist aber ziemlich groß für die Zukunft. Dem Großrechner nach zu urteilen, war schon seit Jahren niemand mehr hier. Die ganze Stadt steckt in einem Abrügelungszyklus aus längst vergangenen Zeiten fest. Wenn wir ihn deaktivieren, sollten wir die Stadt verlassen können. Wir müssen den Rest dieser Systeme online bringen. Diese Computer enthalten die Daten, die wir brauchen. Wir müssen sie einschalten. Das kriegen wir hin. Während du das tust, suche ich nach Passwörtern und verschlüsselten Codes, um in das System zu gelangen. Easy, kriegen wir hin. Was müssen wir machen? Was genau müssen wir jetzt da einschalten? Echt jetzt? Ich muss über Tastaturen laden. Best Game ever. Nein, nicht! Nein.
Bitteschön. Wunderschön. So, seine Solle. Ja. Haben wir es schon. Es hat geklappt. Gut gemacht, mein Freund. Ich hab's gefunden. Jetzt lass uns endlich aussehen. Ich weiß, wie man die Stadt öffnet. Irgendwas stimmt hier nicht. Dann nicht schon wieder. Jetzt kommen wieder 1000 Wächter und wir müssen total auseskalieren. Hashtag auseskalieren. Warte, vielleicht lässt sich das umgehen. Piep, 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 piep. Roof Control Station. Da, das ist die Arbeitsstation, um die Stadt zu öffnen. Aber es gibt mehrere Sicherheitssysteme, die uns daran hindern, sie zu nutzen. Wenn wir nochmal was kaputt machen. Jetzt müssen wir das tun, was wir am besten können. Ich hacke mich in die Rechner und du machst ein paar Sachen kaputt. Das kriegen wir eh. Wo hackt man uns? Wo? Hacken, wo? Hacker Meets. Ja. Müssen wir die... Was müssen wir denn hacken? Versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Wo Sachen kaputt machen? Ich versteh's nicht. Da ist was. Ah ja, da. Ich hab schon gesehen. Da. Umschmeißen. Und dann? Ah. Eine rein ins Viech. Ja, da spackt's ein bisschen. Ich weiß zwar nicht, warum die Miete da keinen Stromschlag kriegt, aber egal. So, wo hatten da noch mehr so Rechner? Mehr Rechner! Gib mir das Shit! Okay, die sind die mit so einem Monitor gezeigt da dran. Haben da noch mehrere? Da ist noch einer. Schauen wir mal. Weißt du was? Ich liebe diese Animation. Bzz, bzz, bzz. So, und so wie man das anschaut, brauchen wir 3 Stück. He? Ist da noch einer? Da ist noch einer. Da springen wir mit auf. Na, da ist was. Noch irgendwelche geben, sonst sehe ich jetzt da dabei nichts. Vielleicht nur in dem vorderen Teil. Oder haben wir es dann? Ich glaube, dass wir es haben. Schauen wir mal, gehen wir mal zu dem Geschlossi-Zeige. Da was mal. Gehen wir wieder zu dem Rechner hin. Pass auf, ABC. Okay. Kapier's nicht? City sealed. Irgendwas müssen wir mit dem Robomann da, aber ich weiß nicht so, ich check nicht wo. Ist mir schon klar, 3 Schlösser werden angezeigt, 3 Sachen habe ich kaputt gekriegt, das müsste schon passen, aber jetzt muss ich irgendwo mit dem Robomann hin und umeinander hacken, aber ich weiß nicht wo. Da kommt keine Interaktion bei dem Rechner. Oder mal. Okay, bin schon stark. Vielleicht bei den 3 Computern, die wir kaputt gemacht haben. Vielleicht sollten wir da mal interagieren. Das System braucht mehr, als ich erwartet habe. Kriegen wir schon, jetzt chillen wir. Oh nein. Keine Wächter. Nein, nicht, nein. Nein, jetzt ist nicht unter Zeit. Nein. Oh nein, wir müssen weitermachen. Ja, dann mach. Labert nicht so viel, Kim. Hacken. Los! Macht natürlich Sinn, dass man da vielleicht was so. Ach! Mach dir keine Sorgen, ich kann mich wieder aufladen, sobald die Arbeitsstation bleibt. Blablabla. So, schnell, bevor der Wächter-Sepp reinkommt. Kriegen wir schon. Schnell. Hackerman! Hackerman! Na, ich glaube, dieser kleine Körper ist der Na, bitte, na. Ist schon gut, das wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation, wir können den Alarm ausschalten. Hopp, auf wieder.
Wo tragt mich zum Arbeitscomputer? Was ist der Arbeitscomputer? Das ist ein einziger Arbeitscomputer! Ach, da ist das der Arbeitscomputer. Ich weiß nicht. Ja, ist er. Das war's. Wir sind in Sicherheit. Na, wehe, du stirbst jetzt. Hör zu, ich habe dir was... Na, ich habe dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde. Mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Nein, jetzt hört auf! Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Nein! Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in diesen ersten Computer einklinkte, samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Nein! Nicht der B12! Nein! Ich dachte, ich müsste die Erinnerungen der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Nein, die gehört ausgelöscht. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Nein! Nein! Du warst mein Freund, das Beste, was ich hätte wünschen. Oh, nein! 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 Nein, nicht! Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, es doch, geht auf, es doch, geht auf. Damn it, Ninjas cutting some onions. Press F and B12. CB Craft, du stoppst. Ja, die Viecher sterben am Licht! Oh, ich glaube, wir haben es. Warum jetzt die Wächter da sterben, weiß ich jetzt nicht, aber es soll mir recht sein. Oh mein Gott. Wie abgefuckt beschissen ist denn das, Alter? Oh Gott, wieso? Sag. Press fucking F in B12! Wenn er mitmacht, das kann ich mir jetzt da wieder Healing. Okay, halt doch dein Mal. Okay, hör halt auf. Okay. Ach komm! Alter, wie diese Arschlöcher von Entwicklern, Alter, was aber. Ach komm. Press fucking F für B12. Wer nicht mitmacht, ist ein herzloses, empathieloses Arschloch. So, währenddessen geht's da oben auf, wir sehen den Himmel wieder. Nice. Toll, ohne B12. Finde ich nicht gut. Und das da unten ist die Stadt, die da so eingekesselt und ummauert ist. Die waren nicht, du warnst! Und jetzt können wir da wieder aussehen. Ich mag einen B12 nicht da lassen, wieso kann ich den nicht mitnehmen? Das ist das Letzte! Das
ist das Letzte! Oh, wir gehen raus. Übel geht's halt. Kann immer noch just doing cat things. Oh, jetzt kann ich nicht mehr mounten. Wo sind meine Katzen, Bros? Was ist das internationale Zeichen für der P12 lebt noch? Das ist ein sehr abruptes Ende, muss man lassen, aber ich hab Gänsehaut vom Knack bis zu die Fingerspitzen. Oh mein Gott, ist das ein gutes Spiel. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr das gesehen habt, weil der Katzenband da davor war. So kurz vor Ende hat kurz das Zeug da so gemacht. Das war so das Hackerzeug vom B12. Oh mein Gott, Kinder. Eigentlich müsste die aufstehen. Oh mein Gott. Also, dass er es kommt einfach immer alle paar Jahre kommt's vor, dass er Indie-Game an sich einen außerhaut. Und sauber wird dieser Abspann da jetzt durchlaufen lassen. Teil 2 incoming. Mit der Mr. God Noobs, das ist auch klar, das Spiel ist sehr erfolgreich. Das darf mich. Und vor allem das Gute ist, das Spiel hat nicht viele Spielmechaniken. Also fangen wir mal an. Das typische Fazit des Bürgers, wenn er so ein Spiel fertig ist. Völlig aus dem Nichts kommt in einer Cyberpunk-Welt spielendes Spiel, wo du eine Katze spielst. Normalerweise denkt sich da erstmal jeder, ja, was ist das wieder für Scheiß? Und dann stellt sie aber einfach außer super simples Gameplay. Aber es funktioniert. Es ist super einfache, eine super schön gestaltete Welt. Liebe zum Detail noch und nöcher, stärker als in Cyberpunk 2077 und das will was heißen. Das war was 7 Jahre in Entwicklung. Das vielleicht auch, ja, aber da arbeiten halt ein Zehntel von den Leuten dran. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Diese Detailverliebtheit hat mir am besten gefallen. Der Knopf zum Mounten, der Übergang von den Cutscenes ins Spiel, die Umgebung schaut super aus, Lichteffekte geil, Soundtrack ist cool. Listen. Einfach, das passt einfach. Dann am Anfang, wenn du in diese Welt runterfällst, dann schafft es das Spiel, Emotionen in dir auszulösen. Und zwar ganz schön krass, einmal ganz am Anfang, ganz, ganz schlimm, wenn du so runterfällst und deine Katzenbros schauen danach. Und jetzt am Schluss, wenn der B12 stirbt, nochmal. Da legt sich diese Katze... Also ganz ehrlich, wem da nicht die Augenlider zucken, ist einfach ein empathieloser Hurensohn. Ganz einfach. Und keine Ahnung. Keine Ahnung, unfassbar gut. Nicht zu kurz, nicht zu lang, nichts davon. Super gutes Spiel. Meine Hochachtung an diese Entwickler, die sich sowas machen trauen. Ich sage jetzt einmal 9 von 10. Warum nur 9 von 10? Weil man, glaube ich, noch mehr Spielmechaniken, außer dieses Geschicklichkeits- und Rätseln, bisschen Rätseln, relativ richtig schwierig waren sie jetzt nicht.
und dieses Stealth-Gameplay mit den Wächter am Schluss. 10 von 10 kriegt es aber trotzdem, weil damit noch Luft nach oben ist. Und zwar massiv. Und der zweite Teil von dem Spiel, oh mein Gott. Aber ja, nicht übertreiben. Bitte, liebe Entwickler, nicht übertreiben. Ja, dann, da ist die Misi, die schaut uns gleich an mit den weißen Augen. Geschichte war aber sehr, sehr ausgebaut. Das stimmt, aber bei der Story war man auch. Story finde ich cool, dass er, dieser Doktor in Menschenform in diesem kleinen Roboter ist. Du hast den kleinen Bro, er versteht die, sorgt für die Kommunikation mit den anderen Robotern und so weiter. Und 11 von 10 kriegt's, weil es keine scheiß Lootboxen oder irgendwelche Skins oder sonst irgendeinen Bullshit zum Kaufen gibt. Ich zahle grob 25 €, bin richtig, richtig gut unterhalten für, ich sage mal, wie lange wird man so brauchen beim ersten Mal durchspulen und wirklich, ich sage jetzt mal, die Hauptstory zu genießen. Sagen wir mal 4-5 Stunden. 4 bis 6 Stunden, je nachdem, wie geschickt du mit dem Gamepad bist und so. Zwischen 4 und 6, da jetzt einmal sagen. Und das ist absolut in Ordnung. Die haben sich einfach etwas getraut und wer hätte das gedacht, was dabei rauskommt, wenn ein Entwickler Bock auf sein Spiel hat, ja, bitteschön. Keine Zusatzkäufe, kein sonst irgendwas und keine Ahnung. Und jetzt kriegt es noch 12 von 10, weil eine Katze drin vorkommt und es gibt einen eigenen Knopf, wo ich miauen kann. Und das hat sogar manchmal ein bisschen Einfluss aufs Spiel. Dann die ganzen Details auch mit der Papiertüten und so. Das ist einfach super. Keine Ahnung. 25 € sind echt günstig. Maximal 30 €. Ein Indie-Game soll in meinen Augen 30 € kosten. Ein AAA-Game, das wirklich was kann und nicht schlecht ist und nicht halbfertig auf den Markt kommt und so, soll jetzt zwischen 50 und 60 € kosten. Aber mittlerweile, was kosten das neue Call of Duty? Das kann man jetzt schon vorbestellen, kostet 69 €. Jetzt wollen sie schon 70 € von uns für das Ding. Ja, MMOGA lässt grüßen. Das können die Leute vergessen, dass ich 70 € für einen Titel zahle, wo es dann nur irgendwelche Ingame-Käufe gibt. Haben sie denen bloß ans Hirn geschissen. Aber gut. Ei, Kinder. Ganz ehrlich, eines der besten Spiele des Jahres. Auch wenn es für manche vielleicht daheim nicht so ausschaut, eines der besten Spiele des Jahres. Und zwar mit Anlauf, Alter. So! Friends of the Sun. Das war's Stray. 12 von 10. Das machen wir da mit so. Moment, Spiel beenden. Jawohl. Leck mir am Arsch. Herr Kubala! Kubala, sei Episode! Du bist zaubert spät, Alter. Merci dir für deinen Zwickel. So! Was tun wir noch jetzt? Jetzt ist es erst 5 nach halb. Jetzt hauen wir halt noch ein wenig einen Blättschmerz ein. Ich sehe. Freunde der Sonne, Sommerpause ist. Am Mittwoch ist der letzte Stream, da machen wir noch ein bisschen einen Blättschmerz. 2 Stunden lang. Ja, mindestens 2 Stunden lang. Und dann bin ich 4 Wochen nicht da. 4 Wochen Sommerpause, keine Streams. Am 5. September, am Montag, bin ich dann wieder da, wie gewohnt. Außer mir fällt noch irgendwas ein, wir streamen vielleicht ein 3. Mal in der Woche, wer weiß. Chicky Leg sagt, Subnautica haben wir letzten Mittwoch durchgespielt, da brauchen wir uns jetzt, glaube ich, nicht mehr hier hocken. Der Traunsteiner schreibt, bestes Spiel dieses Jahr. Elden Ring nicht vergessen, das war auch dieses Jahr. Und Elden Ring ist bis jetzt das beste Spiel des Jahres. Ein AAA-Game, das fertig auf den Markt kommt, Widerspruch in sich? Nein, Elden Ring. Elden Ring ist für mich Game of the Year. Der Binner schreibt, da können sich einige AAA-Hersteller gewaltige Scheide abschneiden. Diese Entwickler kennen noch den Kern von Games. Kein scheiß Indie-Game, Profitgier. Just a geile Story. Richtig. Und die Kohle kommt dann von allein. Schaut, das geht viral, das geht Leute feiern, sondern jeder kauft sich das Spiel. Und ich sitze da und denke mir so, hey, wenn du 5 Stunden gute Unterhaltung machst, vielleicht 6, wenn du die ganzen Geheimnisse suchst und so, kauf dir Stray. Los geht's. Los geht's. Ladies and Gentlemen, this is a video game. Exactly. Ist der Podcast bereit? Freue mich schon drauf. Chickilek, der ist bereit. Ja, also der für den Sonntag ist bereit. Die restlichen 3 für die kommenden, es kommt ja jede Woche einer während meiner Sommerpause, die haben noch nicht bereit. Zumindest nicht alle. Schimmer, was sagt man nach der Sommerpause? Herr Schimmer, das ist eine gute Frage. Das soll sich der Zukunftsbürger ausdenken. Da mache ich ein kurzes Video dazu.
wenn ich wieder da bin. An dem Sonntag vor dem 5. September. Oh nein, da kommt ja nur ein Podcast. Ja, das sehen wir dann, keine Ahnung, irgendwie gebe ich schon Bescheid. Es hätte eigentlich gestern ein Video gekommen, so in so ein kurz 5-Minuten-Video. Hey, Sommerpause, hey, da kommt der Podcast. Sparen wir. Es kommt am Sonntag kommt der Podcast in Videoform, nächsten Montag als Audioform und ich werde es noch rundherum posten im Discord, auf Facebook, in die Instagram-Stories und überall in der YouTube-Benachrichtigung. Überall, hey, Freunde der Sonne, jetzt ist Sommerpause, Podcast is on the way und so weiter. Hast Bock auf Hogwarts Legacy? Mr. Bangalore Hades auf alle Fälle. Das schaut mir aber schon wieder ein bisschen zu gut aus, um wahr zu sein. Außer das Kampfsystem. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Fight-Scenes und so, die schauen jetzt nicht sehr krass aus. Aber die ganzen Umgebungen und was es zu entdecken gibt, schaut ziemlich krass aus. Ein bisschen zu krass, um ehrlich zu sein. Hoppala. Jetzt muss ich mal was trinken. Paulina, merci dir! Dudel ihn einmal! Also die Frau Hacker hat einen braunen Arm. Nein, war der Arm nicht der Hax. Okay. Bürgerbütsches, Depper die Tipf. Hat auch nicht geholfen. Ja. Da musst du eine Radetzky-Marsch auf die Tipf drummen. Das hilft immer. So! Zockst du wieder mit der Bürgerin, Rottalerin, kann gut passieren. Alter, kennst du eigentlich Rebel-Musik? Nein. Wenn das ist, wie die ersten 3 Harry Potter Spiele, wird's gut. Ja, aber die ersten 3, die habe ich nicht gespielt damals. Aber das ist der Radetzky-Marsch. Sprengi, du Mongo. 69% haben immer noch kein Cap. Boah, wie viele Abstimmungen haben wir? Da können wir eigentlich auch gleich nochmal schauen. Da steht ja keine direkte Stimmenanzahl dort, da steht aber bloß Prozent dort. Schauen wir mal. Jetzt oder? Ich brauche nur Cap! Das Kind Mitte Oktober wieder. Merci, 5. Ab hier seid Jules, können wir am Mittwoch ein paar Videos schauen. Am Mittwoch wird einfach Plätschmerz gemacht. Bis jetzt. Wir können auch Videos schauen. Wir können uns keinen Trailer anschauen. Irgendwas. Mit dem wir irgendwas. Also da wird nicht vorgegeben, wir können uns so anschauen. Wir können einfach schmerzen. Da ist Urlaub, Alter. Da ist mir alles wurscht. Mauling! Ich habe eine neue Arbeitskollegin gekriegt, die einzige in 90 Männer. Was? Also in 90 Typen habt ihr ein Weiberleid. Ja, derer wünsche ich viel Spaß. 535 Stimmen haben wir. 535 geteilt durch 100 mal 69. Uppla. Oh. Wie viel haben wir? 569 geteilt durch 100 mal 69%. Das heißt, was bitte? Wie viele Leute von euch haben immer noch keine Kappe, aber wollen uns? Die sind schon ein paar. 541 Stimmen. Ja, das sind schon noch ein paar. Das sind schon noch ein paar, die übrig sind und die sind ja nicht anders. Gut, wie schwer ist jetzt das einzuschätzen, wie viele Trollos da jetzt da draufdrücken. Und nur bis nachlesen. Nein, ich hab keins, aber ich mag auch keins und weiß nicht selber, was es ist. Aber gut, es ist schon mal schön zum Singen. Ja, Game Schmerz, Maxi Jodel, das werden wir sowieso da. Herr Kumala, brauchst du ein Game zum Ragen, dann spiel vor einer. Nein, Alter, nein. Da habe ich die 3-tägige Beta damals gespielt, das Spiel ist ein absoluter Totalausfall-Crap. Mag sein, dass sich das mittlerweile weiterentwickelt hat, aber nein. Nein. Da habe ich gar keinen Bock nicht rein. Der Quarry für den Horror Oktober, kleines Genie, jawohl. Haben wir ich glaube letzten Mittwoch haben wir auch schon darüber geredet, was wir so spielen werden. Das neue Call of Duty, wir spielen mal Madison, ich spiele vielleicht mit der Bürgerin It Takes Two. Dann schauen wir mal, ob der Bob Lost einmal noch mal einen hergibt. Oh, Katzelsepp! Ich war Samstag in Landau, kannst du einen Karton sparen, wenn du willst. Also, das fangen wir nicht an, man kann die Caps nicht bei mir abholen. Nein. Nein. Der Lillup schreibt, Breath of the Wild schon gespielt. Ja, leider. Damals, wie es rausgekommen ist. Ich spiele Zelda seit 1993, 94. Breath of the Wild ist mit Abstand das beschissenste Zelda, das jemals gemacht wurde. Ich weiß, da bin ich sehr allein mit dieser Meinung, aber wenn ihr Open World, Loot, Survival, Raumschiff, Dungeon, ich weiß nicht, was Breath of the Wild darstellen soll. Ich sag das, wie es ist. Ich sag das, wie es ist. Link to the Past, Link's Awakening, beste. Hier spreng ich mit, Scheiße, was war gleich wieder, was war denn das erste für ein Super Nintendo? Da ist bei mir losgegangen mit Zelda, das glaube ich war Link to the Past.
Und da war es dann. Awakening war Game Boy. Das habe ich auch gehabt. Ich fand nur Force Swords auch geil. Mein Lieblings-Zelda hängt da in Posterform, ist halt Forever and Ever, wird nie wieder irgendwas an Ocarina of Time kratzen. Nie wieder. Nie wieder. Auch nur ansatzweise. Nie wieder. Even Breath of the Wild ist ein richtig geiles Game. Du, das ist ja völlig in Ordnung, soll ja jeder das Spiel feiern. Ich finde es mit Abstand das schlechteste Zelda für ein totaler Kindergeburtstag. Das habe ich an einem Samstag durchgespielt gehabt. Das Spiel ist ein einziger Kindergeburtstag und das bin ich von Zelda eigentlich nicht gewohnt. Du spielst einmal Majora's Mask. Und dann spielst du nochmal Breath of the Wild. Breath of the Wild ist für 4-Jährige gemacht und bei Majora's Mask kommst du ohne Komplettlösung nicht durch, das garantiere ich dir. Mauling, mir ist wieder entwickelt. Don't be afraid vielleicht. Das kenne ich nicht. Müsstet ihr mir mal anschauen, was auch immer es ist. Was ist denn Don't be afraid? Don't be afraid. Fred. Hör mir auf. Don't be afraid. Don't be afraid. Das komplette Spiel, Don't be afraid, 2 Stunden. Lass mich kurz mal reinklicken. Ich mag mich nicht spoilern, falls es irgendein Horrorspiel ist, das nach was ausschaut. Es schaut schon wieder so schlecht aus, dass es weh tut, um ehrlich zu sein. Ja, wobei. Ja, kann man mal auf die Liste setzen. Oh, es schaut die Grafik schon wieder so schlecht, das kann sein. Ja, ich weiß nicht. Ja, weiß nicht, muss ich mir noch mal genau anschauen, aber schaut jetzt eher nicht so aus. Aber Madison schaut sehr danach aus, als wäre es was für uns. Das kann zum ersten Mal seit 4 Jahren dann oder 3,5 Jahren ein Nachfolger von Visage sein. Amnesia ist so alt. Amnesia schaut so beschissen aus, ich weiß nicht. Grafik, schau FTL an. Weil ich finde bei Horrorspielen ist Grafik durchaus wichtig. Weil wenn alles richtig billig und nur auf Jumpscares aufgebaut ist, dann interessiert es mich nicht. Wir spielen auf alle Fälle das neue Call of Duty, selbstverständlich. Dann freue ich mich unbandig auf der Callisto-Protokoll, das wird super. Retro-Reisen wird es dann wieder geben, richtig. Da der O schreibt Retro-Reise. Ich habe unter deine Videos so viele Spiele vorgeschlagen. Kommt auch wieder, natürlich. Das ist eigentlich ist in unserem Streaming-Dasein haben wir dieses Jahr 2 neue Dinge ausprobiert. Da ist dieses Retro-Reise gekommen, das ist super gut angekommen bei euch, hat auch super viel Spaß gemacht. Auch das ein bisschen jetzt zum Richten so und sich ein bisschen über die Spiele im Nachhinein wieder zu informieren. Der Cinnamon schreibt, Vampire's Dawn kenne ich nicht, zwecks am Retro-Faktor. Was ist ein Vampire's Dawn? Das kenne ich auch nicht. Kenne ich nicht. Und der Reisname, jetzt wieder entwickelt, ich will auch so eine Mützen. Mehrere Leute wollen so eine Mützen, da nochmal der Hinweis im YouTube-Chat ist, wer so, ich mag schon gar nicht mehr herzeigen. Sonst mache ich die Leute nur noch schärfer, wie es eh schon sind. Wer noch keins hat und noch eins möchte, der stimmt jetzt da oben ab. Nein, ich habe noch keins, aber ich möchte gern eins. Dann werdet ihr mal für nach der Sommerpause so eine Vorregistrierung bei mir vorbereiten, damit es wird ja dann wieder nicht gelangen. Ich sag's euch, wie es ist, mir geben wir das Risiko nicht ein, dass ich da zig, was weiß ich, wie viel Kappe da habe und dann bleiben welche übrig, dann ist alles umsonst. Dann haben sie halt wieder fort. Aber wir bestellen mir nochmal welche nach und dann kriegt ihr von mir Benachrichtigung und Bavarian Cap soll seine Leute benachrichtigen. Da haben sie halt einen riesigen großen Vorteil mir gegenüber. Und den nehme ich mir einfach auch. Ja? Also ihr könnt euch dann bei mir registrieren, hier, da, E-Mail eine, bam, bast. Und auf bürgerware.de/cap wird es dann wieder geben, aber dieser eigens betriebene Shop ist halt jetzt gerade nicht erreichbar, weil es halt auch keine Kappe mehr gibt. Und so schnell halt auch keine mehr geben wird. Beat Saber, einfach der Lichtschwertbürger. Beat Saber ist geil. Vielleicht schauen wir uns im Winter mal nochmal irgendein VR-Game an. Ja, warum nicht? Plague Tale 2 spielen wir. Ich hab's da eh schon mit zusammengeschrieben, haben wir eh schon mal geredet, was da alles kommt. Dann glaube ich, The Forest oder Sons of the Forest haben es nochmal verschoben. Es kommt Scorn, schaut auch ganz witzig aus. Es kommt das Piratenspiel, Skull and Bones. Das werden wir uns anschauen. Das glaube ich ist ein riesengroßer Schrott, aber wir werden es uns anschauen. Dann kommt Metal Hellsinger. Das schaut auch ganz witzig aus. Das ist ein Shooter wie Doom und du musst im Takt Viecher zerschießen und dann wird die Musik immer krasser und irgendwann fangen sie zum Singen an und du bist halt nur im Takt Viecher zerpimmeln. Das kann ganz witzig sein. Schauen wir mal. Aber gut. Limtap, was ist mit Moss? Stimmt, können wir uns auch noch anschauen. Das schirmen wir auch schon seit 2 Jahren vor uns her, gell?
Herr Mauling, Poppy Playtime ist ein bisschen billig, aber sonst geil. Dann mag ich es gar nicht erst anschauen, weil wenn es schon von anderen Leuten ist, ist es ein bisschen billig, dann weiß ich jetzt schon, wie es ausschaut. Da haben wir noch, Mr. Mesh schreibt, ist doch nicht verkehrt, wenn es ein paar auf Lager hast, es kämen immer neue Community-Mitglieder dazu und ich finde, das Kappe kann sicher auch einem Down, der dich gar nicht kennt, das verkauft sich auch schon über Zeit. Ja, das ist ja der Plan, Herr Mr. Mesh. Aber wenn jetzt mal die Kappe komplett ausverkauft sind, sobald sie online sind, habe ich nicht ein paar auf der Seite. Und ich werde bestimmt einen Teufel tun, wie oft habe ich das schon gesagt, dass ich selber keinen Online-Shop auf Dauer betreiben will. Ich habe eigentlich schon gesagt, dass ich das vor 2 Monaten die erste Ladung, da verschicke ich einen Teil und dann mache ich das nie wieder. Dann habe ich gesehen, wie dermaßen die Leute ausrasten. Ja gut, dann mache ich es halt nochmal. Und jetzt sehe ich, wie dermaßen die Leute immer nur ausrasten und jetzt sage ich, gut, dann machen wir es halt noch ein drittes Mal. Aber bei mir wird es das Kapi nie dauerhaft geben. Satz mir nicht besser, aber ich habe keinen Bock, jeden Tag Bestellungen zum Kontrollieren, jeden Tag Backel zum Verbackeln, jeden Tag Retouren zum Bearbeiten, jeden Tag Zahlungen zum Kontrollieren und den ganzen Bullshit. Davon habe ich genug in meiner Arbeit. Ich weiß, wie das funktioniert und läuft und ich will einfach nicht. Und warum machst du das nicht über Bavarian Caps? Das wird dann über Bavarian Caps laufen. Also, du fragst, kriegst du Zwing bei Bavarian Caps? Ich sag das jetzt, was ist? Ja. Ja, kriege ich. Für das, dass ich es nur über Bavarian Caps laufen lasse, dass ich meinen Namen, meine Werbung, mein Logo euch da hingib, kriege ich Zwing. Sagen wir es, wie es ist. Und zwar sauber Zwing. Also, da bin ich jetzt auch so ehrlich, das habe ich einer auch gesagt, okay, das ist wirklich lächerlich wenig. Das könnt ihr euch abschminken, dass die Kappe nur bei euch gibt, wenn man größere Stückzahl abverkaufen. Weil verarschen lasse ich mich halt nicht. Ich werde nicht verarscht, okay? Aber zum den ich in Arschschirm hab's ich auch nicht. Und das wollt ihr nicht. Hast du Ghost of Tsushima gespielt? Nein, weil ich keine Konsole habe. Das gibt's auch auf Steam jetzt. Was? Ist mega geil, Samurai-Schnitzel. Was? Seit wann gibt's das auf Steam? Wann ist das für den PC gekommen? Wann ist Ghosts of Tsushima für den PC gekommen? Ghosts of... Ich sag da nix. Ich sag da kein Ghosts of Tsushima. Wo ist Ghosts of Tsushima für Steam? Lucky Springer, mach doch auf Vorbestellung nächstes Mal, dann hast kein Risiko. Das ist ebenfalls unfair, habe ich schon damit geschmerzt mit Bavarian Caps. Die wollen nicht... sagen wir... Wie erklären wir das? Nochmal, ein letztes Mal. Der Deal ist, einen Teil der Caps verkaufe ich selber auf eigene Verantwortung, eigenes Risiko. Ich muss vorher Geld auslegen, ich muss den Shop betreiben, ich stehe dafür gerade, wenn irgendwas feit. Die andere Hälfte verkauft Bavarian Caps. Von dieser Hälfte, die Bavarian Caps kauft, kriege ich ein kleines Futsal. Also wirklich ein kleines Futsal. Von dem, was ich selber verkaufe, kriege ich viel mehr. Dafür muss ich in Vorleistung gehen und einer die Kappe abkaufen. Wie das im Handel heute nun mal so funktioniert. Wenn wir mir jetzt Vorbestellungen machen und ich mache da Werbung dafür, habe ich eine 100-mal größere Werbekraft als Bavarian Caps. Dann gehe ich her und sage, bestellt's vor bei mir und bei Bavarian Caps. Wo darfst ihr die Vorbestellung machen? Wahrscheinlich eher bei mir. Dann kriege ich von 10 Vorbestellungen 9 ich und eine Bavarian Caps. Natürlich darf ich das so machen. Da hätte ich nichts dagegen, das ist mir schon klar. Aber, ja, weißt du, was es ist. Da darf ich als Bavarian Caps dann auch sagen, ja, dann verkaufen wir mir kein, das ist ein totaler Schwachsinn, machen wir nicht. Und ich kann nicht einfach irgendwelche Bestellungen hin und her schieben, ja, macht es halt dann Seiten zum Vorbestellen und dann teilt es euch. Das ist rechtlich gesehen nicht so einfach. So, schau mal, da hat es geheißen, das soll auch für PC kommen. Let me have a look. Ghosts of Tsushima. PC Release. 17. Juli. Na, das war der PS4 Release. Ghosts of Tsushima PC, when will it officially happen? Wird es Ghosts of Tsushima für PC geben? Okay, gibt noch keine offiziellen Bestätigungen. Gibt's nichts. Die wollen nur einen PC-Port machen, der soll wohl bald kommen. Es ist aber noch nichts bestätigt worden und so weiter. Herr Kubala! Minecraft-Server, wann? Du glaubst aber selber nicht, dass ich mir nochmal in meinem Leben einen Minecraft-Server antue, oder?
Ganz bestimmt nicht so schnell. Kommt nicht bald was Neues aus dem Dawn of War Franchise, wird aber eher nur Offstream-tauglich dann, oder? Das ist eine gute Frage. Dawn of War, wie kommst du denn da jetzt eigentlich drauf? Ist da nicht das Dreier kläglich untergegangen? Minecraft-Server? Bin ich 12? DayZ-Server? Ich spiele nur auf die offiziellen, alles andere ist Cheaterei. Mit Mods und dem ganzen Bullshit, das ist alles langweilig. Ich pack's dann, also dann bis zum nächsten Mal. Herr Chris Craft, der Chill, hauen sie eine bis Mittag 20 Uhr. Hast du externe Soundkarten für deine Kopfhörer? Nö. Meine Kopfhörer gingen und dann da direkt ins Mikrofon. Warum? Einmal, dass wenn ich da reinschmerz, ich mich sofort selber her und nicht so umeinander bläre wie ein geistig Behinderter. Und die Soundkarten ist im Prinzip in dem Mikrofon drin. Aber ich hätte auch wie nennt man das Ding? Das ist kein Mischpult, sondern das ist jetzt ein Vorverstärker, so einen habe ich auch. Und ansonsten habe ich nur USB-Geräte. Was ist denn jetzt kaputt? Wieso jodelt denn der Gnädel? Moment, ich muss kurz einmal nach dem Gnädel schauen. Was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn jetzt kaputt? Hört ihr den? Gnädel! Gnädel! Wo bist du? Schnell hin! Schnell hin! Was ist da los? Was ist da los? Schau her! Schau her! Der Stärke! Der Greenscreen tut da nix. Ist schon gut. Jetzt mehr. Komm. Ja, chill mal. Das ist chillen? Ja, was ist denn? Der hat gejodelt. Biergerin ist schon wieder nicht daheim. Lasst mich mit dem Hund allein. Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Oh, die Bussis geben. Was ist da los? Was ist da los? Ja. Ja, ist schon gut. Und jetzt? Warum hast denn du gejodelt? Warum hast du gejodelt? Magst du wieder runtergehen? Magst du wieder runtergehen? Was? Du willst ins Bett gehen? Ins Bett gehen? Ins Bett gehen? Los! Der Spacken. Ist eh wurscht, wie es dir. Heißt der echt Gnädel? Der heißt echt Gnädel, ja, das ist richtig. Wie schaut's aus mit Mining? Wie schaut's aus mit Mining? Was glaubst du, wie es ausschaut? Moment, jetzt über den Sommer lasse ich es nicht laufen. Weil es einfach zu heiß ist und dann kackt es die ganze Zeit ab und nervt bloß. Und braucht mehr Strom, als das bringt. Wer singt mit dem Giesinger mit? Ja, wahrscheinlich, ich glaube, Stromzähler geht. Ja, dass der Stromzähler sowieso geht, das ist eh klar. Wie viel Ohm haben deine Kopfhörer? Boah, du fragst mich so an, ich kenne mich doch nicht aus. Wie heißen es? DTs 80. 80 Ohm haben's. Da ist er ja, der Gnädel, der Einzige, der auf dem Bürger hört. Die Community tut's ja nicht. Ah ja, ihr hört schon auf mich. Der Gnädel denkt wahrscheinlich, dass die einer anpackt, wenn du so schreist. Ja, die jodelt, also sie jault halt, wenn draußen also wenn die Feuerwehrsirene geht, dann jault. Und was aber jetzt gerade war, weiß ich nicht. Aber es ist ja diese Veranstaltung bei uns in Landau. Wahrscheinlich war halt irgendeine Musikscheiß und das hat sie halt gehört und dann macht sie halt. Können wir mal ein Treffen machen? Nö. können ja, wollen eher nicht so. Vielleicht ist er wieder im Anmarsch, kann natürlich auch sein. Und der Emma schläft. Ja, der Emma ist alles wurscht. Die liegt den ganzen Tag im Eck hinten, dann kommt die Frau wieder heim und dann schaut sie kurz so. Aha. Und dann geht sie ins Bett. Der Gnädel ist ein Sie. Der Gnädel ist ein Sie, ja. Der Chickelek schreibt, auch keine LAN-Party. LAN-Party ist kein Treffen. Ganz gezielt sage ich dazu, die LAN-Party ist nicht dazu gedacht, mich zu treffen. Die LAN-Party ist dazu gedacht, zum Zocken. Und nicht 2 Tage lang mit mir Fotos zu machen oder dass da draußen vor der Stadthalle dann 500 Leute warten, bis ich rauskomme. Ich werde nicht rauskommen. Schau, gibt's da! 2 Girls, 1 Cap. Video more. Jason Walker schreibt, Alcatraz bekannt? Das ist die Frage, was für Alcatraz du meinst. Schick uns leider merci für die Mitgliedschaft übrigens. Was für Alcatraz meinst du? Die Drecksdisco in Landau? Selbstverständlich ist das bekannt. Der Trophy-Bunker. Arch! Press B12 for respect, Bible Thump! Rest in peace, Mr. B12. Der B12 war wirklich ein guter. Es war eine sehr traurig gemachte Szene. Herr Arsch, merci dir.
Akronis, pur du nervst. Stimmt. Tut er. Deswegen überlese ich auch schon seit ungefähr 10 Minuten seinen Scheiß. Irgendwann musst du rauskommen. Was? Irgendwo aus der Stadthalle? Nicht unbedingt. Und wenn, dann gibt es sehr viele Ausgänge, wo ich mich verpissen kann, wo mich keiner sieht. Kaffee, Haferl darfst auch nein machen. Was? Kaffee, Haferl darf ich nein machen? Was für Kaffee, Haferl? Was für Kaffee, Haferl? Herr Brunner Max, was für Kaffee, Haferl meinen Sie? Jason Walker schreibt ein Smiley. Okay. Hättest du mal Bock auf einen Kochstream mit dem Muckrell? Das erzähle ich euch, wenn es soweit ist. Der Winky, die fahren da dann alle hinterher. Da gibt's genug Verrückte, also Obacht bei der... Du, Mr. Winky, ich bin nicht komplett behindert. Meine Meinung, Madison ist schlimmer als Visage. Oh, Mr. Huber, da bin ich gespannt. Ich werde ein bisschen... Die einzigen Kritiken, die ich gelesen habe an Madison, es ist ein super Spiel, es ist ein super Horrorspiel und so. Aber... es soll ein paar sehr verwirrende, nicht erkennbare Rätsel geben, wo du dann ein paar Mal, also relativ lang, absolut sinnlos in der Bude rumlaufst. Da brauche ich dann euch, soll sich irgendjemand mit der Komplettlesung hinsitzen. Und wenn ich nicht mehr weiterkomme, brauche ich halt ein kurzes Ja, geh mal grob in die Richtung und schau mal da. Mehr brauchen wir schon gar nicht sagen, damit wir nicht irgendwo stecken bleiben. Und 2 Stunden lang im Kreis laufen und nichts passiert. Das war halt dann dumm. Aus dem Yps-Heftel die Tarnkappe regelt, das stimmt. Also ganz ehrlich, wer mir in der LAN nachfährt oder sonst irgendeinen Bullshit, wenn ich das außerfinde, dann gibt es so viel Stress oder so viel Stress haben die Leute noch nie erlebt in ihrem Leben. Das ist kein Drachenlord-Kindergeburtstag, dann gibt es richtig Kasale. Was ist denn aus The Day Before One oder wie das heißt? Das ist eine gute Frage. Nicht, da ist nichts mehr gekommen. Der Gary Upper schreibt, hast du eigentlich Motorrad oder hast du das aufgehört? Ich hab nie angefangen damit. Dein Kopf, was du für Merch zeichnest hast, als Kaffeehaferl. Was für ein Kopf? Den da. Ach so. Den da. Ja, wie sollst du denn den machen? Wo soll ich den machen lassen? Als Kaffeehaferl. Was meinst du, was der kostet? Und da der Arsch! Schluss jetzt! Und nur ein Fünfer für eine Hopfenkaltschale. Bleib wie du bist und mach weiter so und bitte grüß meine Freundin, die Sabine. Sabine! Ich glaub, der Arsch möchte mal. Und lass dir ja nichts anderes sagen. Sie hat mir ein Bürgerkappel zum Geburtstag gestellt. Beste Freundin, wo gibt. Arsch, ich glaub, sie mag auch. Merci dir. Steht die Idee der Radeltour noch? Nein. Seriously. Seien wir uns ehrlich, ich bin einfach nicht so der sportliche Typ. Lassen wir alles so, wie es ist. Lassen wir einfach alles so, wie es ist. Diese Radeltour war eine Schnapsidee. It is what it is, Alter. Motorradfahren ist echt geil. Hashtag Moto Guzzi. Ja, das mag sein. Hey, Gnädel, bist du schon wieder da? Was ist da? Oh Mann, der Gnädel wird lästig. Nein, ja, das war halt auch das letzte Mal, dass Bürgerin fort ist, währenddessen ich stream und sie lässt Hund daheim. Kannst du vergessen. In einer Tour ist der Hund da und wuselt. Gell? Das minkt Leute nicht. Magst du auf, geh. Du musst Hallo sagen zu den Leuten wegen. Kim, da oben. Kim. Du musst Hallo sagen. Jetzt nehmen wir das da so. Ja? Jetzt geh auf. Kim. Da geh her. Da geh jetzt. Hopp. Da, die schau. Schau. Upsala. Schau, da. Schau. Da gefällt's dir nicht da herum, gell? Das magst du nicht. Schossal sitzen magst du nicht. Schossi sitzen. Magst du was trinken? Oder was ist denn? Kennst du dich nicht aus, gell, wenn ich schmerze und keiner ist da? Kennst du dich nicht aus? Ja. Kennst du dich wieder nicht aus? Die Leute wollen schon wieder, dass ich irgendwelche Donations vorlese. Ich kann nicht sagen, nicht. Ich habe einen Hund in der Hand. Das ist jetzt das erste Mal, dass nicht der Ober mag. Da? Braver Gnädel. Ja? Bitte, braver Gnädel. Bitte, braver Gnädel. Braver Gnädel. Ja, der braver Gnädel, bitte. Gnädel-Time. So. Wenn der Gnädel da ist, halt sie ein Fotzel. Die meint halt die ganze Zeit, wenn ich so laut bin, dass ich sie schimpfe oder was auch immer. Das meint Emma auch. Oder hat Emma auch immer gemeint. Ja, ist schon gut. Was ist denn? Ich hab eine gute. Später gibt's eine gute.
Ich weiß nicht, ich muss jetzt da, also wenn ich so mache, dann kratze ich mich nicht am Arsch und ich wichse mir auch keinen, sondern ich streiche den Genädel am Boden, okay? So, schon mal was von einer Drohne gehört? Mr. Passy McFly, natürlich habe ich schon mal was von einer Drohne gehört. Handpanzer. Wir wollen Gnädel im Stream, Birger kann ins Bett. Ich sitze den Gnädel einfach da so her und dann gut. So, Donations. Ohrkatzel. Wie nennt man einen Pinguin, der schaukelt? Ein Schwinguin. Den habe ich schon kennt. Deswegen muss ich jetzt nicht so stark lachen, aber der ist nicht schlecht. Herr Saller, vielleicht ein B12-Merch. Das kann ich nicht machen, weil das dann wieder verklagt, ähnlich wie beim letzten Merch, wo ich einen Tentakel, einen Purpur gezeichnet habe. Da bin ich nicht verklagt worden, aber mein Merch-Motiv ist einfach gestrichen worden. Birger streichelt seine Gnädel. Das ist sowieso. Mit der linken Hand streichelt er meine Gnädel, mit dem rechten Angnädel. Ich glaube, der Birger kennt das Spiel, möchte es aber nicht spielen. Was für eins? Was für eins? Schon mal was von einer Drohne gehört? Nein, was? Ich weiß nicht, was für ein Spiel. Never say goodies in front of pets. Goodies, gell? Du kriegst ja Goodies da. Da aber ein bisschen. Wie lang müssen wir jetzt die Leute noch voll labern? Hey, jetzt ist es 10 jetzt. Machen wir noch 10 Minuten, 5 Minuten und dann ist Ruhe. Ist das in Ordnung für euch? Hey, es ist 5 Minuten vor Sommerpause. Ich sag's euch jetzt nicht auch, wie es ist. Ich hab eigentlich gar keinen Bock mehr. Am Mittwoch habe ich noch Bock, weil da weiß ich, wenn das geil ist, da muss ich bloß noch Podcasts herrichten und timen, was ich aber vielleicht morgen sogar noch mache für die ganze Sommerpause. Alle YouTube-Posts, alle Beiträge, alle Discord-Posts, alle Stories auf Instagram, alle Posts auf Instagram, alle Facebook-Upload, den ganzen Mist für den ganzen Monat. Und dann ist fucking Urlaub, Alter. Gell? Und jetzt gehen wir mir mit Bisien, oder weiß ich nicht. Bist du Bisien? Was ist da los? Der Gnädel schaut mir ein bisschen verstört an. Rastaman, neue Caps, wann? Neue Caps Oktober. Community, weiß einer von euch, wann Hellblade 2... Okay, stimmt, das hätte eigentlich auch dieses Jahr gekommen sein, oder? Der Patrick schreibt, bist du im August eigentlich nochmal weg? Das weiß ich noch nicht. Was haltest du eigentlich von Elder Scrolls? Bin ein riesen Skyrim-Fan von Elder Scrolls Online, das habe ich nicht lange gespielt. Und ich freue mich natürlich auf ISO 6, aber da haben wir noch sehr lange hinfürchten. Warum sind die Streams nicht mehr gelistet? Welche Streams? Die, wo ich mir online stellen wollte in Zukunft. Ich glaube, ich habe das erste Mal verstanden, warum andere Leute sich da einen zweiten Kanal dafür machen. Weil du dir deinen Algorithmus zerfickst. Stream-Videos sind ganz andere Videos in Form von Länge, Thema, Schnitt, Unterhaltung und heute Zuschauer ganz anders bei Laune, ganz andere Watchtime, ganz andere Klickzahlen. Und du versaust damit deinen Kanal. Alles, was diese Streams, die zwei, die ich da online gestellt habe, getan haben, ist, ich sage jetzt mal 1000 Klicks mehr generiert als normal. 1000. Das ist jetzt mal viel, aber im Verhältnis zu sonst ist es halt nicht viel. Und Minus-Abos. Was anderes haben die nicht gemacht. Sons of the Forest ist kein Thema. Doch, habe ich vorher schon gesagt. Okay, dann doch Birger Uncut. Nein, wir machen keinen. Nein, die Videos sind doch da ganz normal zum Finden. Die einer, wer es finden will, findet es schon und fertig. Machst du einen zweiten Kanal für sowas? Nein. Das ist mir sauber zu blöd. Muss ich die Videos. Was soll denn das? Für mich macht das keinen Sinn nicht. Ich lade doch jetzt nicht die Videos von da, von meinem Kanal oben und lade dann auf einem anderen Kanal auf. Und das ist doch totaler Schwachsinn eigentlich. Gell, Gnädel, das ist ein Blödsinn. Das ist ein Blödsinn. Die sitzt halt immer noch da und strahlt mich an. Hast du Sekiro mal gespielt? Schwerste Game ever. Sekiro habe ich gespielt, habe ich sogar durchgespielt. Ist nicht das schwerste Spiel ever. Kann man doch auch auf Twitch schauen. Ja, man kann es auch. Ihr könnt meine Streams auch auf YouTube schauen. Ihr findet es bloß in der Suche nicht. Du musst in meinen Kanal reingehen, scrollst, also suchst nach Birger, klickst meinen Kanal an und dann scrollst du 3 Zeilen nach unten. Dann sind sämtliche Playlists von allen Spielen, die wir jemals gespielt haben, von allen vergangenen Streams jemals, alles ist da zum Finden. Oh mein, der Gnädel schaut mich sehr verstört an. Bitte Trailer zu Madison anschauen. Das machen wir am Mittwoch. Jemand macht wegen des AD-Abo zu fix, ich werde narrisch. Aber ja, weil die Leute so sind, ich kann mir es gut vorstellen. Oh mein Gott, jetzt fangen wir mit dem. Die meisten Leute haben mich wegen Kruzifix-How-Tos und bohrischen Mist abonniert. Ja? Oh Gott, jetzt macht er bloß noch diesen Gaming-Scheiß. Der Abo. Ich kann sie auch verstehen. Ich war genau der gleiche.
Ich abonniere jemanden, weil er, was weiß ich, Path of Exile Hardcore zockt und auf einmal fangen da an mit Heimwerkern. Ah, geh ja her und sag, was ist denn die Scheiße jetzt? Bitte den Trailer zur neuen Star Wars Serie Andor anschauen. Nein, ganz bestimmt nicht. Die ganze scheiß Star Wars Serien Scheiße, die ist eine schlechter als die andere. Ganz ehrlich, wer Obi-Wan die Serie gut findet. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter, was? Oh mein Gott. Der findet wahrscheinlich auch die letzten 3 Star Wars Filme gut. Aber gut, was weiß ich schon. Was für Spiele zockst du eigentlich alles im Horror-Oktober? Madison? Jetzt fängt der Gnidl wieder zum Bein an. Kruzifix. Leute, ich muss jetzt aufhören. Sonst rascht er aus. Da unterhalten wir uns schon drüber, was wir im Horror-Oktober spielen. Anders sieht aber sehr gut aus. Ja, wow, Obi-Wan hat auch sehr gut ausgeschaut. Und war dann eine totale Hampelmann-Sendung. Die letzten 3 waren nicht gut. Da war der Judge auch nicht mehr dabei. So, Leute. Ich muss jetzt auf, wenn der Gnidl flippt sonst aus. So, das war heute das letzte Mal, dass die Hunde daheim bleiben, wenn die Bürgerin da ist. Ja, du kennst dich gar nicht aus. Gut, du kennst dich gar nicht aus. So, der Gnidl sagt, pfiat euch. Leute, es tut mir leid, ich hätte jetzt gerne noch schnell eine Viertelstunde, halbe Stunde, wie man so da wieder weitergeschmerzt, weiß, dass was ist. Wir nähern uns dem Ende der Season. Wir singen uns am Micker um 20 Uhr, Blödschmerz, schauen wir mal, was wir deren, irgendein Trailer anschauen, Videos anschauen, irgendwas halt, was uns einfällt. Stray war ein wahnsinnig gutes Spiel. Bin sehr froh, dass wir das vor der Sommerpause noch gespielt haben, danach jetzt wahrscheinlich keinen mehr interessiert. Ich bin am Mittwoch den letzten Tag da, dann bin ich erst am 5. September wieder da. Am Sonntag startet unser Podcast wöchentlich den ganzen August auf YouTube und auch auf die anderen Plattformen einen Tag später, jeden Sonntag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Sie belustigen können. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Vielen Dank für die ganzen Donations. Vielen Dank für die ganzen neuen Mitgliedschaften. Da waren auch einige dabei. Und dann würde ich sagen, stellt Sie die Loyalität über die Sommerpause heraus, wer die Mitgliedschaft wert ist und wer nicht. Schauen wir mal, wie viel dieses Jahr weg sind. Wahrscheinlich einfach die Hälfte. Okay, adios. Und dann waren sie nie wieder gesehen. So, ich muss jetzt gehen. Der Gnidl ist schon wieder da. Der kennt sich überhaupt nicht aus, was los ist. Vielen Dank. Bussi aufs Nussi. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Und, oh Gott, hoffentlich ist bald Mittwoch auf die Nacht und ohne Scheiß Urlaub. Ab Donnerstag ist alles fuck you. Ich gehe nach Hause. 4 Wochen fucking nothing. Ja gut, sagen wir 3. Aber 4 Wochen fucking fast nothing. Und jetzt schleicht's euch. Dankeschön. Bussi auf das Nussi. Wir sehen uns am Micker 20 Uhr. Friends of the Sun. Habe! Und jetzt schleicht's euch. Merci, auch nochmal merci für den Samstag. Strapse, Nudelburger, 800%